Passt, ich brauche nicht mehr auf die Uhr schauen. Wenn ein Timmy sein Ding aufploppt, weiß ich, dass ich auf Start drücken muss. Das ist gut. Das ist gut, brauche keine Uhr. Wer braucht schon eine Uhr auf dem Planeten? Timmy Boy, kriegst du dir daheim, Popomann. Sehe ich mich selber? Irgendwann einmal soll ich mich selber sehen. Bin mir nicht sicher. Ah ja, YouTube wird schon passen. Wo ist denn meine Tröte, Alter? Da ist meine Tröte, Alter. So, jetzt passen wir auf. Das haben wir da, das haben wir da, das machen wir gleich. Übrigens, Birger, Montag, 20 Uhr, meine Damen und Herren. Grüezi, fix nochmal. Waren die letzten 4 Tage, weiß ich nicht. Grüezi, Nallfeier. Grüß mir erstmal in Haufei. Habe die Ehre an den Tizian, an den Harry Proper, an den Axel, an den Philipp, den Florian, an den Meister, an den Steffi, an den Feierhand, an den Forest Squad, an den Reich Miese. Ich werde nie wieder nicht lachen können bei Reich Miese. Und ich möchte übrigens auch, dass sie das in deinem Umfeld etabliert, dass die jeder bloß einen Reich Miese nennt. Der miese Reich. Habe die Ehre an den Grotzer, Entschuldigung, Grotzer, ja, passt. An den Staude, an den Baumgarten, an den Thermi, an den Erdesbord, an den Nadine, an den Gromit, an den Meister, an den Bazooka, Johnny Leuchtrauschkugel, an den Herrn Schall und jetzt mal nicht mehr. So, muss klar, ist Montag. Außerdem sind wir 5 vor Sommerpause, bist du deppert, wir sehen uns bloß so 3 Wochen. 2, 4, 6 Streams nur noch. Grüezi fix! Und einer davon ist Blätschmerz, der letzte. Ja, stehen wir mir stabil da, das sagt er ich. Sagt er ich! Hör gemeine wie's! Ich kann keinen Menschen nicht sagen, wie ich mich auf August frei. Einfach einmal Minimum 3 Wochen und halb 4 Wochen nichts da, das ist wirklich, das ist gut für uns. Das ist gut für uns. 4 Werbung in YouTube, was machst du, Grützifix? Die dazu zwingen, dass du endlich Premium kaufst. Denn YouTube kotzt deine Armut an und die eigene natürlich auch. Wolfrick! So, was kommt dabei raus, wenn man einen Tausendfüßler und einen Papagei kreuzt? Ein Walkie-Talkie, den hast du schon mal gebracht. Zählt nicht. Ah, das zählt nicht. Wo ist Grusel Pro Gamers geworden? Ich glaube, ihr lasst euch da schon wieder, ihr habt, glaube ich, ein bisschen einen Horrorschaden. Das ist der Arschloch! Und das ist der Arschloch. Wer braucht Uhren, wenn er einen Timmy hat? Stimmt! Scheiße mir auf Uhren, Alter. Jetzt passt es mir beobachtet. Jeder, der Horror-Survival liest, das ist kein Horrorspiel, glaube ich. Ja, es ist kein, wie soll ich sagen, da springt er irgendwas ins Gesicht und schreit die an. Kann auch passieren, weiß ich nicht. Also, was ich an Screenshots gesehen habe, das glaube ich ist eher so wie Resident Evil 1. So, es ist auch Horror, bedrückend, beklemmend. Und ich glaube, es geht da eher um den Horror des Ersten Weltkriegs. So, aber wir werden sehen, um Gottes Willen. Ich weiß auch nicht so hundertprozentig, was da los ist. Luna, danke für 3 Monate. Liebe, Alter. Spaß und Freundlichkeit. You serious? Warst du dabei die letzten 3 Monate? Danke für alles, danke fürs Aufnehmen. Danke fürs Aufnehmen. Was? Und lustige Momente. Danke, Birger und die Squad. Squad Doppelpunkt innen, bitte. Sonst zähl ich selber nicht. Was ist? Luna, merci dir. Nicht umdreht. Simi, 69 Monate. Nice. Servus Birger und Grüße aus Minga am WE, wieder alles Indiana Jones Streams gesuchtet. Ja, aber lass den DLC weg. Der DLC war nicht so der Hit. Das Hauptspiel war gut. Hauptspiel war stark. Weil weiß ich nicht, wenn dir das gefallen hat, dann schaust du mal, was war noch gut. Ach, so ist gut. Ja, wurscht. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Was? Alter, Streamlag. Labs, ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Herr Tobias, mir ist für 51 Monate der zurückkehr von hinten. 1 Euro für die Urlaubskasse! Da werde ich mir eine Sardine gönnen. Im Urlaub, so schaut's aus. Hast du schon Pläne? Ja, nach Griechenland fliegen. Das ist so Ende des Plans. Und ansonsten nur umeinander liegen und Arsch lecken. Herr von hinten, merci. Seid mir das Sepp, merci für 50 Monate. 50 Euro! Nein, nicht 50 Euro, war noch ein bisschen mehr. Und den Jackson. Plan für Friesach steht. Mittwoch ist Anreise. Hä? Langsam, das ist jetzt Steffi drum. Mir ist für 68 Monate. Das ist ein Monat kurz vor. Nice. Servus, Chef. Meldung für die Skulls and Lace und den Jackson. Plan für Friesach steht. Mittwoch ist Anreise. Was? Was müssen wir jetzt mit denen? Das haben wir schon lange nicht mehr da. Kann sich jetzt der Paulaner Sepp endlich einmal für das Sponsoring da rühren? Grüezi. Fix! Ja, so. Wir weit und wir laut. Hackst du wahrscheinlich das Feuerzeug auf, warte mal. Den finde ich nie wieder. Prost, meine Damen und Herren. So. Gehen wir wieder 30 Grad aufwärts, stay hydrated. Sag ich da dazu. So, was ist denn jetzt draus? Cyberfox, ich verstehe es nicht. Bitte in den normalen Chat eingeben. Ich weiß weder, was Friesach ist, noch
überhaupt, was das ist. Aber merci natürlich. Ja, einmal, merci für die 28 Monate, ich bin groß aus dem Oberland, Chris aus dem Unterland. Löwensepp. Habe die Birger als schönen Stream. Hab gestern mal die Resi-Anime-Filme angeschaut, die waren gar nicht so schlecht. Hast du die schon gesehen? Ich schlafe bei jedem ein. Frag mich bitte nicht warum. Ich habe schon alle angefangen. Und ich habe auch alle gar nicht so schlecht gefunden, aber ich bring's nicht fertig. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht warum. Frag mich nicht warum. Aber wenn es Daumen, warum nicht? Herr Albinary, merci für 120 Mal. Tritt endlich wieder einer raus und das bei bester Unterhaltung. Zwirbelt da eine, dass du überhaupt nur weißt, du hinter vorne ist. Das sagt er, hier ist ein Feierabend. Außerdem musst du nicht Spätschicht und da die zwei rauchen. Wolfric, willst das ja nicht anders wie überqueren Kühe Gewässer im U-Boot. Der ist nicht schlecht. Wie viel das wiegst, möchte ich wissen. Kruzifix. Merci dir. Allgäu Zocker, mehr als für 62 Monate, endlich wieder Zeit zum Stream schauen. Ja, sicherlich. Ich habe bloß 2 Tage dazwischen, gefühlt. Gefühlt einer. Kriminalfei. Merci dir. Philipp der Flogger, merci für 36 Monate. Ich ist der Vogler. Der Vogler, das ist lustig, wie du Ö schreibst. Herr Wauser, merci für 55 Monate. Alter, wer sauft noch ein Ballade Späße? Ich lese gar nicht weiter. Das ist die Nachricht, wie viel Teufel. Schmeckt wie alte Frau unterm Arm. Das ist schön, dass du weißt, wie das schmeckt. So ist es, was ich rauslese. Bitte dich als Dono-Sound! Was ist das? Da muss man etwa. Wo ist denn Pizzini? Pizzini! Brand Timestep! Timestep vom Spätschnäuzer! Herr Ruhetag! Fast 4,5 Jahre. Sagt der Assi zum Urologen, sie haben noch 10 Beschneidungen, Raute Vorsicht, 1, Raute also noch 2, viel vor Raute heute. 3, Raute 4, Raute 5, jetzt geht's rund, Raute 6, Raute 7, Raute 8, Raute 9, alle zusammen Raute 10 Salat und Ente ist gleich Drachengesicht, Bierkrüge, Piraten. Was? Okay. Ich weiß nicht, was für Drogen du frisst. Aber merci für den Fünfer. Der Wulfi schreit, haha, ich hab's kapiert. Was, ich hab's nicht kapiert. Keine Ahnung. Vorstand anrufen, Bürger, vielleicht ist er ja da. Der hat heute einen guten Tag, die ruft mich nicht an. Ich kenne jemanden, die arbeitet bei Paulaner. Ich werde mal fragen, ob da mal was wenn das zustande kommt, Alter. Dann renne ich im Paulaner Spezi T-Shirt umeinander und zwischen jedem Wort trinke ich einmal. Das sagt ich. Das ist das eins der ganz furchtbar wenigen. Nein! Fabio Sepp, nein, aus! Jetzt waren wir so lange verschont von irgendwelchen geistesgestörten 50er-Schmeißern! Komm her ums Eck! Halt mir Bier da! Nein, halt mir ab dann übrigens, halt mir einen Paulaner Spezi. Besser ein Paulaner als fester Stuhl. Besser ein Paulaner als fester Stuhl. Roman, den verstehe ich auch nicht. Nein, verstehe nicht. Was ist denn heute? Bin ich besoffen oder prall oder ich soll? Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, was da los ist. Ja, du weißt es, aber es ist, ne? Du weißt es, was es ist, ne? Speckmeister, halbt! Beinahe halbt zurück. Fablo! Die retrigger die Nummer, weil das ist der goldene Rahmen nicht würdig, wenn das nach einer sieht. Was ist denn da? Kruzifix. Birger. Seit 6 Jahren predigst du, dass du woanders hingehst, zu Tippi-Stream oder irgendwas, was funktioniert. Gesattelt, Bitte. Schwerter poliert und der Meinungsverstärker tatbereit. Um das noch fertig zu führen, bitte, in der letzten Sommer... Das war der Retrigger. Fire Blues geht einfach nicht. Kriegst du privat drüber, pass auf. Muss klar. Fireblue, merci dir. Schluss damit! Geht's, Teufel! Spiegmeister, merci für den Zwickel. Die Skulls und Lace. Jetzt Cyberfox. Pferde sind gesattelt, Schwerter poliert und der Meinungsverstärker tatbereit. Es gibt viele Meinungsverstärker. Kohlscheitzgürtel, ein Hammer, ein Apache, Bogfotzen Apache, Bogfotzen Flugzeugträger. Es gibt viele, was jetzt nicht haben, einen Anlarpen oder was ist in Friesing? Wer wird's geheißen? Fiesing, Fosing, irgendwas. Keine Ahnung. Was ist da los? Herr van Hinten, mehr für 36 Monate. Herr Doktor, ich krieg mir vorher nicht zurück. Ja, sowas borgt man nicht her. Aber leck, der ist so alt. Der ist so alt, der hat meiner... Wie sagt man, der hat meiner Oma schon auf den Arsch geschaut. So, Freunde der Sonne! Wir spielen mal Conscript.
Kennt das Spiel irgendjemand? Das hat irgendjemand irgendwann einmal vorgeschlagen. Ich habe mir gedacht, das schaut eigentlich ganz lustig aus. Hat wieder so ein bisschen pixelige Grafik. Wir lassen uns nicht von der Grafik blenden. Aber ich denke, irgendwann, und gestern scroll ich so durch, weil jetzt haben wir wirklich wieder ein paar das Sommerloch heute, jetzt kommen keine neuen Spiele und gar nichts. Und irgendwas müssen wir rausgehen. Und Conscript. Was soll jetzt denn? Fridolin! Rias sei du Zigeuner. Grüß dich. Heit is Orschwoas in der Werkstatt. Ja, bei mir Ich herin. freu mich schon aufs Spül. Ich bin gespannt. Raute Spritzer Weiß, Hashtag Nudelweuer. Scheiß Nudelwolker, Alter. Der Spritzer Weiß ist noch relativ jung, aber der Nudelwolker, der ist echt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Fridolin, Messi wieder im 5er, Kuss auf die Nuss. Kettensägen, Meinungsverstärker. Das gibt alles ist Meinungsverstärker. Theoretisch. Wenn du 2,50 Meter groß bist, ist wahrscheinlich der Knierscheiben auch ein Meinungsverstärker. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Der Lord Sid kennt's. Also, irgendjemand hat Conscript vorgeschlagen. Spielen wir jetzt. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum sehen Sie nichts? Alerts sind jetzt aus. Leute, Dankeschön. Wie immer. Egal. Ist jetzt sowieso nicht aufgekommen. Ich sagen, was ich mag. So, da klicken wir jetzt einmal rein da. Seht ihr was? Jawohl. Catchweight Studio. Ich habe auch wirklich nicht so wirklich Ahnung, was da auf uns zukommt. Was das so kann, was es nicht kann. Vielleicht ist es ein absoluter Schrott. Dann ist es absoluter Schrott. Dann ist es nächste Woche wieder raus. Dann suchen wir uns was anderes aus. So schaut's aus. Was ist denn eigentlich mit James Bond? Habe ich da was versandt? Alter, das habe ich vor 3 Wochen schon aufgehört. Ja, da was versandt. Das ist stinklangweilig, das Scheißspiel. So schaut's aus. So, jetzt trinken wir mal nochmal. Reich Miese. Das kannst du einer Mitarbeiterin von Paulaner dann sagen. Ich werde immer so dringen. So, Etikett in der Kamera so. Und ich bin noch nicht so bewandert im Influencer-Dasein. Ich muss das natürlich immer da so halten. So. So, dann steh ich's weg. Und jeder Trinkvorgang dauert Minimum 30 Sekunden. Das kann ich anbieten. So, muss jetzt schon das beste Play auf der Welt sein. Drücken Sie F, ich drücke F. So. Und übrigens werde ich, wie der Colin vorher geschrieben hat, so wie er sagt, einem Paulaner Spezi, Beleidigungen gegenüber einem Paulaner Spezi so behandeln, als da er meinen Mann beleidigen. Okay? Da gibt's halt richtig auf die Schnauze. Der Colin kommt jetzt noch einmal weg, das war die erste Testperson, der sagt, das ignorieren wir einfach. Aber wenn irgendjemand einen Paulaner Spezi beleidigt, dann wird's zum Zuhauen. So schaut's aus. Und wenn man irgendjemand mit seinem Flötzinger Scheiß oder sonst irgendeinem behinderten Scheiß kommt, aufs Maul. Aufs Maul! So. Was war denn das? Geht ein Bierger einer ab, da hat ein Paulaner eine neue Rezeptur? Nein, immer noch die gleiche. Aber ja, wir gehen dann ab. Verstehe die Frage, ich weiß nicht. So. Meine Damen und Herren, Conscript. Neues Spiel. Keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wir werden es sehen. Schwierigkeit! Soldat! Das spielt eigentlich eine Musik oder so? Da muss ich jetzt fertig gucken. Das kann natürlich dann ein bisschen den Stream beeinträchtigen, weil ich wahrscheinlich erst einmal 10 Minuten brauche, bis ich mit Kuppen fertig bin. Das ist so der Nachteil des Paulaner-Spezies. Das ist ihm aber geschuldet durch sein, wie soll man sagen, kennst du das, wenn du ein richtig aggressives Mineralwasser saufst? Das hat so richtig dicke Sprudler. Ja? Und der Paulaner Spezi, der ist so wie dieses O2-Getränk. Kennt das jemand? Da ist auch Sprudel drin, aber die Sprudelblaserl, die haben so fein und 3 Millionen Mal mehr, das bratzelt einfach ganz anders auf deinem Bläschel. Dafür musst du aber ganz asozial gucken. Das muss man auch mal dazu sagen. Paulaner Spezi ist die Beste. Die Limos sind auch nicht schlecht und das Cola ist auch nicht schlecht. Das Limo habe ich probiert. Sag ich dir, was es ist nicht ganz so geil. Kann man schon trinken, so ist es nicht. Aber ist nicht ganz so geil. Cola habe ich am Freitag im Edeka stehen sehen, ich habe es nicht mitgenommen. Mein Fehler. Werde ich nachholen. Was ist da wieder los? Das Weißbier! Das Weißbier ist jetzt im Vollbier-Squad! Da wo es hingehört! Hör klar! Leider habe ich jetzt keinen Ton mehr da, aber du kriegst das Wort. Wo ist denn pass auf. Pass auf. So, jetzt da, so. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich dir das Weißbier. Magic! Oh. So, kommen wir jetzt einmal zum Spiderfahrer. Kruzifix, Wolfric, merci! Tibiboy, merci, Weißbier, welcome to this world. Was gibt's jetzt wieder mit? Warum fangt's um 10 nach mit den scheiß Mitgliedschaften, oh ihr Mongos? Goddammit! Tommy! Rest in peace, Mr. Headphone User, habe die Ehre, welcome to the squad. Wir spielen wir jetzt. Kruzifix nochmal. Bitte für die Österreicher hier, was heißt Kuppen? Das heißt Kuppen.
Kuppel lassen. Bei Österreich, in Österreich wird es da wohl ein Kuppel lassen geben. Was sagt ihr nicht zu einem Rülpser? Kein Mensch sagt bei uns Rülpsen. Sprenge kommt natürlich wieder mit seinem literarischen Fachwissen und ins Aufstoßen. Timestamp geht erst im Nachschau-Squad. Oh, Pizzini, danke schön. Das war übrigens mir ein Gaudi. Die Stelle finde ich ja gerade noch selber, das war ja in den ersten 60 Sekunden. Was Krawatzen? Ich sag's zum Kuppen Krawatzen! Das ist nicht der Ernst. Kopen sagt keiner. Dein Mann, du bist eine Österreicherin! Gut, geil, ist schon wieder komplett lost. Fix nicht, kein Mensch sagt Rülpsen. Was ist denn das jetzt wieder? Da ist noch mehr das Weißbier. Schon wieder ein neues Mitglied, ich check's nicht. Verstehe ich nicht. Krawatzen noch nie gehört bei uns, okay? Hier jetzt zum ersten Mal. Gräbatzen? Was hat denn das Weißbier für einen Schlaganfall? Was ist denn da? Weißbier hat meine Mitgliedschaft kaputt gemacht. Jetzt halt's ein Futzen, wir spammen jetzt. Hier Soldat Standard. Standardschwierigkeit, für den das Spiel vorgesehen ist. Du startest mit 10 Inventarplätzen für den ersten Spieldurchlauf empfohlen. Es gibt mehrere Spieldurchläufe. Du bist der Wahnsinn. Ja, dann nehmen wir halt Soldat, ne? Fortfahren. Weitere Einstellungen. Unbegrenztes Speichern, ja bitte. Ich mag mich nicht schon wieder vor Anfang an dermaßen Anschein fehlen lassen, dass ich nicht mehr weiß, wo ich wohne. Kommt wieder der Rage Quit Bürger. Kontrollpunkte, ja. Hamsterstadt. In deinem Inventar sind von Beginn an alle Plätze und Spezialplätze freigeschaltet. So musst du dir kaum Sorgen um Gegenstandsmanagement machen. Ja, das gehört schon dazu. Survival Horror braucht man. Das Spiel wurde nicht für diesen Schwierigkeitsgrad vorgesehen. Du kannst mit ihm daher maximal Rang A erreichen. Hardcore-Modus. Du hast nur ein Leben. Wenn du stirbst, wird dein Speicherstand gelegt. Ja, nein. Das kann man mal, wenn man 5-mal durchgespielt oder 2-mal oder was weiß ich. Zum Dienst antreten. Schauen wir mal, was passiert. Was mir am meisten irritiert ist, dass es keine Hintergrundmusik nicht gibt. Habe ich da was falsch eingestellt oder ja, was weiß ich. Übrigens, Carsten Weißbier. 3 von 20 Platz sind belegt fürs Weißbier. Merci. Ich weiß nicht, was da. Es wird da auch nicht angezeigt. Ich weiß, haben das jetzt noch eine neue Mitgliedschaft oder hat YouTube bloß einen Schlaganfall? Ich sag da oben auch 3-mal denselben Typen. Ist ja wurscht. Ihr werdet schon wissen, was jetzt. Zum Dienst antreten. Aber jetzt mag. Fortfahren. Du wirst diese Einstellungen nicht ändern können, sobald das Spiel gestaltet wird. Ja! Aber ich hätte jetzt gerne mal irgendeine Form von Sound. Oh. Vielleicht soll ich den Sound umstellen. Hoppala. Hab ich verkackt. Da war noch mal anderes Headset eingestellt. Ja, jetzt kommt der Ton. Ein Spiel von Jordan Mochi, wie auch immer. Schauen wir mal, was passiert. Musst einfach mehrfach reden, Chef. Musik von Sonny Logist, ja, habe ich noch keine gehört, Musik. Tu emprunte de la Defense Nationale. Ich kann kein Französisch, Entschuldigung. Das ist jetzt hier mit dem Briefkasten, das ging ja. Da trinken wir dabei nochmal. 12. Juli 1916. Der große Krieg wütet seit fast 2 Jahren in Europa. Der Erste Weltkrieg ist ein Hardcore-sozial gewesen. Da bin ich jetzt gespannt, wie es ist, was da los ist. Herr Geibefee. Koppen, Schmatzen ohne Vokabular. Das stimmt. Millionen Ehemänner, Väter und Söhne sind bereits ihren Weg zur Schlachtbank angetreten. Viele werden ihnen noch folgen. Einer davon sind wir wahrscheinlich mir. Köstlich. Hast du absolut recht, Bönniger, diese Marketing-Idee nehme ich an. Die Armee der Deutschen beschießt Verdun seit Ende Februar mit Artillerie. Ihr Plan, Frankreich soll weißgeblutet werden. Oh, das ist da weißgeblutet stand, habe ich noch nie gehört. Dies sollte eine der längsten und blutigsten Schlachten des gesamten Krieges werden. Wir haben übrigens immer noch keine Musik. Also, wenn jetzt Musik da war, da man es. Kapitel 1. Irgendeine umkämpfte Barrikade. Weißbier schreibt, ich war schon mal Mitglied, habe nur meine Mitgliedschaft mal wieder verlängert. Irgendwas ist dabei kaputt gegangen. Schau mal du auf alle Fälle, dass die da YouTube nicht irgendwie dreifach irgendeinen Scheißdreck abzieht oder sonst was. Und das war jetzt tatsächlich ein wenig seltsam. Kais, merci für 87 Monate. Ruhe jetzt. Grüezi, fix Herz jetzt endlich auf. Intro erinnert mich an Amnesia de Bunker. Mal schauen, was das wird. Ja gut, Erster Weltkrieg. Schau nicht aus, wie der Erste Weltkrieg ausschaut. 11. Juli 1916. Muss ich jetzt da schon irgendwas da? Mein Mauszeiger ist so pixelig, dass ich nicht erkenne. Da schon ich.
Ich hab ihm ein Monokel gegeben. Ein Monokel, das... Da, hier, Monokel. Maul Oh je, keine Sprachausgabe, da werde ich wieder sehr viel lesen müssen, aber gut, dass ich nicht lese wie der Träger, das ist echt wichtig. Liebe Mutter, ich hoffe, dir geht es mittlerweile besser. Seit etwa 9 Wochen sind wir nun in Verdun stationiert. Ich freue mich so, dass ich dir endlich auf deinen Brief antworten kann. Irgendwas schreibt er. Ich weiß ja, dass du dich sehr um Pierre sorgst. Mit großer Freude kann ich dir berichten, dass er sich vollständig von dem Gasangriff erholt hat. Er kämpft nun oben bei Fort Sauville, keine Ahnung. Wenn irgendwelche Französischkenntnisse im Chat sind, weh, ihr Backseats zueinander. Aber gut, was soll in der Gegend tun? Was mich betrifft, ich stecke noch immer in diesem vermaledeiten Unterstützungsgraben einige 100 Meter weiter unten fest. Vaters Uhr habe ich noch immer nicht finden können. Pierre glaubt, dass er sie in seinem alten Spind in Fort Vaux gelassen hat, als die Deutschen uns dort angriffen. Ich bin sicher, dass wir sie bald wiederfinden. Und da fällt mir jetzt etwas ein. Was da jetzt ganz wichtig ist, glaube ich. Ich versuche da jetzt so wenig rumzublödeln irgendwie, wie es geht, weil der Erste Weltkrieg ist eigentlich eine ziemlich serious Geschichte. Achtung, Spoiler, wir haben einen Krieg verloren. 2-mal. Ich glaube, dass dieses Setting, das sehr unverbraucht ist mit dem Weltkriegs-1-Setting, seine Atmosphäre nur aufbauen kann, wenn man halt da nicht rumblödelt. Das passt da jetzt einfach nicht. Versuchen wir mal, ob man das, wie soll ich sagen, wenn man es so gut wie es geht aufs Spiel einlassen und wenn da Leute sterben und so, sie versuchen da hinein zu versetzen. Ist nicht möglich, weil wir alle mit dem Goldlöffel im Arschloch aufgewachsen sind, die noch nie einen Krieg erlebt haben. Also vielleicht von euch waren ein paar bei der Bundeswehr in Afghanistan oder sonst irgendwas. Kein Sepp, Weißbluten bedeutet bis zum Äußersten gehen. Dankeschön. Schau, da ist ja wieder Trivia-Zeit, wenn solche Begriffe kommen und keiner weiß damit Bescheid, da haben wir wieder was gelernt. Das habe ich noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. So, weiter geht's. Ja, Max Tilt, Rage Quit stimmt. Der zweite war Rage Quit, der zählt nicht. Das ist ein dummes Blödelmaul, halten ihr Trottel. So, Abflug jetzt. Schon seit Wochen kämpfen wir mit den Deutschen um diese Festungen. In den letzten Monaten haben sie schon mehrmals den Besitzer gewechselt. Das alles erscheint mir mittlerweile ehrlich gesagt nur noch sinnlos. Bei unserer Artillerie gibt es Verzögerungen, unser Wasser ist verunreinigt und die Vorräte werden knapp. Die Telegrafenlinien. Weißt du, denke ich mir jetzt, was sitze ich da wie der Träger, den ich lesen kann, aber es ist halt ein Wort, das heißt Telegrafenlinien, Alter. Und ihr braucht es im Chat auch überhaupt nicht lower, 99% da drin kann das Wort nicht mehr schreiben. Die Telegrafenlinien sind nicht mehr zu reparieren und die Kommunikation mit der Befehlsleitung geht nur furchtbar langsam vonstatten. Alles ist ein wenig aus den Fugen geraten. Ja, das ist eine gute Beschreibung des Ersten Weltkriegs. Ja. Soweit ich zumindest davon weiß. Vom Ersten weiß ich nicht so viel. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Morgen sollen wir aber für unsere erste Ruhepause seit Wochen nach Süden geschickt werden. Wir haben es bitter nötig. Ja, weil es da schöner ausschaut, oder was? Es wird so gut tun, zur Abwechslung einmal sauberes Wasser auf der Haut zu spüren. Ich werde uns beide wieder nach Hause bringen, Mutter. Sorge dich nicht. Also ist der Pierre quasi unser Bruder. Versprechen sind da, um gehalten zu werden. Mhm. Stürmt die französischen Trenches. Schritt 1, 2, 3, Kugel im Kopf, Ende. Irgendwie habe ich das... Sie sind zurück. Lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ach du Kacke. Okay. Ich schreibe den Brief später fertig. Ob ich da nicht mit Novos interagieren kann gerade? Das meine ich, wir lassen uns nicht von der Grafik abschrecken. Wie so oft. Rechts unten haben wir offensichtlich einen Lebensbalken. Und was das links daneben ist, weiß ich nicht. Das kann sowas wie eine Rüstung oder sowas sein. Project Zomboid auf der PS1. Ja. Ah, mit WASD. Okay, da muss man hingehen. Nur Müll, nichts Interessantes hier. Oh, hat ein bisschen was von einem Adventure anscheinend. Kann man da noch... Nein, den Brief schreiben wir später fertig. Was haben wir da? Um die Flamme der Laterne schwirren Motten. Ich muss Pierre finden und zur Front gehen.
Er ist wahrscheinlich noch oben bei Fort Souville, keine Ahnung. Grantelbord, was ist was? Das müssen wir kurz lesen. Elche können... Nein, ich mag nichts wissen jetzt über Elche. Ich meine, es ist was über die ersten Weltkrieg! Und über scheiß Elch! Goddammit! Elche können bis zu 5 Meter tief tauchen. Um Wasserpflanzen zu fressen. Warum? Und können ihre Nasenlöcher dabei wie Klappen schließen. Die Nase ist so beweglich, dass er dabei gezielt Blätter greifen kann. Der Elch kann mit seiner Nase Bladel fressen? Halt doch dein Maul, ich glaub kein Wort. Video or it didn't happen. Gruntle, merci für den Euro. So, Schluss jetzt. Elke kann bis zu 5 Meter tauchen. Und ihre Nase ist so beweglich. Und ihre Nase ist so beweglich, dass sie dabei gezielt Schnillwutze. Ja, egal. Gehen wir mal aus jetzt. So, F interagieren. Linke Mausbutton ist auch interagieren. Okay, betreten. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert und wie das so ausschaut. Kann man da eigentlich alles anschauen oder ist da irgendwie bloß... Kann man sprinten? Oh, man kann auch sprinten. Okay. Wieso schäbert's da so narrisch? Was ist da? Manche Türen wurden wegen feindlicher Überfälle in den Gräben verriegelt. Ein Schlüssel wird benötigt. Ganz was Neues in Survival-Spielen. Was haben wir da so? Pausenmenü öffnen. Ich hab's Pausemenü geöffnet. Ausweichen. Leertaste nachladen. R. Schnellauswahl. 1, 2, 3, 4. Taschenlampe. T. Hab ich eine Taschenlampe? Ich hab keine Taschenlampe. Wo ist mein Inventar? Oh! Zustand. Gesund. Waffenteile. Zigaretten. Da, hier. Das ist das wichtigste Item im ganzen Spiel. Das sag ich. Ist da was drin? Jetzt einmal. So, das ist unser Inventar. Das ist ein Gürtel. Da haben wir Dokumente. Mein Tagebuch. Schauen wir uns das an. Sie haben Fort Souville erreicht, unsere letzte Verteidigungsstellung. Möge Gott uns die Kraft geben, sie abzuwehren, wie wir es vor Wochen schon bei Fort Vaux hätten tun sollen. Ich muss meinen Bruder Pierre, da steht Bruder Pierre finden und bei der Verteidigung des Forts helfen. Okay. Was haben wir da noch? Brief nach Hause haben wir auch. Fotografie. Was haben wir da so? Fotografie. Wer ist das? Ist das der Alte daheim oder was? Ein Foto von Marie. Ich vermisse sie so sehr. Auf die Rückseite hat sie etwas geschrieben. Komm heil wieder zurück. Ich liebe dich und denke an dich. Hat damals gelangt anscheinend. So, was haben wir da? Optionen brauchen wir nicht. Hier, Karte. Okay, ja. Okay, das ist okay. Was das ist, weiß ich nicht. Das sind wahrscheinlich Türen, das sind verschlossene Türen. Und das sind wahrscheinlich auch Türen, die wir uns noch nicht angeschaut haben oder so. Aber gut, so, hier Shift, schnelle Bewegung. Okay, wie groß werden die Maps, weiß ich nicht. Gegenstände werden wir dann schon finden. Jetzt gehen wir da mal um und schauen wir, was da ist eine Schaufel. Ich kann die Schaufel nehmen und dann hau ich jemanden mit der Schaufel aufs Mal. Nö, aber das da, die Kisten schauen mir an, als könnte man... Das graue Ding rechts unten ist unser Ausdauerbalken. Ja, macht Sinn. Was haben wir da? Öffnen. Dann aufheben. Zigaretten plus 3! Was kann ich mit Zigaretten tun? Das ist wahrscheinlich sowas wie Währung, kann ich mir vorstellen. War das im Ersten Weltkrieg nicht so? Manche Türen werden wegen feindlicher Überfälle in den Gräben verriegelt. Ein Schlüssel wird benötigt. Gut, das sehen wir dann gleich, wenn der zugesperrt ist. Auch zugesperrt. Dann gehen wir mal da auf. Was haben wir da? Sagt man da irgendwie, was drin ist? Zigaretten mal 2. Ja, das sagt man hinter mir. Das ist nicht so wichtig, glaube ich. So, das erwähne ich eh. So, jetzt ist die Frage, kann man da Sachen rumschirmen oder so? Was haben wir da? Etwa ein halbes Dutzend Brieftauben kauern sich in der Ecke des Käfigs zusammen. Disgusting. Sieht aus, als hätte jemand eine Schachpartie unverhofft abbrechen müssen. Da haben irgendwelche Mottos dran. Bonjour, was ist das da? Es ist das erste, was mich schon ein bisschen stört ist, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil man sich viel besser mit seiner Umgebung auseinandersetzen muss. Man sagt nicht sofort, mit was man interagieren kann. Sondern erst, wenn man da so in der Natten ist. Das heißt, man muss ein bisschen rumsuchen. Schauen wir mal, schauen wir jetzt mal da. Gibt's da was? Überprüfen. Nur ein paar alte, zerfledderte Uniformen brauchen wir nicht. Unsere schaut tipptopp aus. Was ist mit ihm los? Poilu! Ich muss die Käfige hier den Graben runtertragen. Befehl vom Kommandanten. Wir sehen uns später. Komm in einem Stück zurück, Kumpel. Schaust aber auch nicht so hundertprozentig gesund aus. Wieso holst denn du Zeiten? Die Frage ist jetzt, wie wir da rauskommen. Da unten waren wir noch nicht. Da scheint... okay, da scheint es offen zu sein. Kann man da noch irgendwas tun? Nö, da. Alle Kisten hier sind leer.
Seit 3 Wochen sind die Vorräte komplett erschöpft. Das heißt, wir haben so richtig im Arsch da drin. Okay, ich verstehe. So, okay, man sieht's doch. Bin schon stark, da blitzt was. Okay. Bin schon stark. Feldhandbuch. Das schauen wir uns natürlich an. Handbuch für Feldeinsätze der französischen Armee. Standardausgabe, erster Teil, Kampf. Tapfere Soldaten, denkt an eure Grundausbildung, wenn ihr im Felde unter Beschuss steht. Achtet, Waffe zielen. Achso, da ist hier Pausenmenü. Okay, Q, Waffe zielen, aufladen. R, Waffe nachladen. Achtet auf eure Waffe. Unterschiedliche Waffen haben unterschiedliche Schießstile. Überprüft immer eure Waffen, bevor ihr in den Kampf zieht. Auf einen Nahkampf solltet ihr euch nur im äußersten Notfall einlassen. Waren da noch hier Bajonette drauf und rein in die Trenches und dann fuck you. Und der Stream Escape. Bleibt beweglich, bleibt am Leben. Körperliche Stärke und Beweglichkeit sind die stillen Waffen des Soldaten. Setzt zum Sprint an, um Abstand zwischen euch und dem Feind zu schaffen. Solltet ihr eingekesselt werden, kann euch eine Ausweichrolle vor feindlichen Treffern retten. Ein erschöpfter Soldat ist leichte Beute. Shift, Sprinten, Leertaste, Ausweichrolle. Jetzt können wir gleich mal probieren dann. Nah dran ist besser als tot. Sind alle übrigen Mittel erschöpft, wird der Nahkampf unausweichlich. Setzt jedes Werkzeug ein, das euch zur Verfügung steht, um als Sieger hervorzugehen. Pirscht euch, sofern die Möglichkeit besteht, von hinten an den Feind heran und führt einen kräftigen Hieb aus, um ihm schweren Schaden zuzufügen. Kann ich mit... Ich habe ja keine Waffen und noch nichts. Jetzt warte mal, kann ich da schon... Feldhandbuch 1 wurde in deinen Unterlagen hinzugefügt. Du kannst deine Unterlagen im Inventar einsehen. Alles klar. Da kann ich jetzt aber nicht mit Q aufziehen und schon zuhören, gell? Okay, wenn wir unterm Laufen sind, geht das ein bisschen schneller von der Hand. Okay, aber das ist unser... Und eine Rolle... Oh, wir müssen erst wieder ganz voll sein. Ah ja, eine Rolle kostet also eine Unterteilung. Ja, macht Sinn. Okay. Feldhandbuch, Dokumente. Feldhandbuch 1, da schauen wir noch weiter. Nahkampftechniken. Hebt eure Waffe über euren Kopf und führt einen mächtigen Abwärtshieb aus. So schafft ihr Abstand und gewinnt Zeit für die Planung eures nächsten Schritts. Bleibt gefasst und gebt Acht auf eure Ausdauer. Ein erschöpfter Soldat ist ein toter Soldat. Okay, aber was mit E angreifen? Nee, das kann man schon wieder gar nicht, weil da muss ich... da muss ich 2 Finger nämlich von die WASD aber da und dann habe ich einen Finger weniger, das ist nicht gut. Ja, ist nicht gut. Q, Waffe zielen und E angreifen. Ein plündernder Soldat ist ein lebendiger Soldat. Durchsucht eure Umgebung nach Munition, Werkzeugen und sonstigen Ressourcen, wenn Knappheit herrscht. Im Gefecht muss ein Soldat auf jede Situation vorbereitet sein. F interagieren, Karte ansehen auf Map, bleibt wachsam. Ein Angriff des Feindes kann von überall kommen. Bleibt in euren zugewiesenen Gräben, haltet den Kopf unten und rückt nur auf Befehl eures Kompanieführers aus. Aha. So, hier, Q, E. Kann ich irgendwie zuhören? Ich kann noch nicht zuhören. Ich glaube, das soll ja noch nicht so hundertprozentig gehen. Schauen wir mal. Noch mehr Zigaretten! Jetzt haben wir schon 8 Zigaretten. Da können wir raus wie ein Schlodder. So, jetzt schauen wir da mal rundum, ob es da irgendwas gibt. So, anscheinend nicht. Schmerzen wir mal mit ihm. Der Marcel! André, der Fritz ist wieder in Souville. Der Fritz! Im Zweiten Weltkrieg waren es Krauts. Dein Bruder? Er ist vor etwa 20 Minuten hoch. Oh. Wir sehen uns an der Front. Geben wir den Bastarden einen Vorgeschmack auf die Hölle. Bring him hell. Oh, dann werden wir wahrscheinlich da raus müssen, ne? Ja, totaler Schwachsinn, da haben wir herkommen. Oh, herkommen, da hast du mit mir. Aber das schaut aus, als darf man in die Trenches gehen. Wer ist das? Ist das ein Besen? Ich mag nicht schon wieder einen Topf kassieren. Ist das ein Besen? Ist der Besen rot? Haben so Fritze ausgeschaut? Ich weiß es nicht. Ich probiere mal. Triff dich mit Pierre bei Fort Souville. Wo ich nie wissen, wo Fort Souville ist. Der Major! Wo haben Sie gesteckt, Gefreiter? Sie bereiten sich auf einen weiteren Angriff auf Souville vor. Wir brauchen jeden letzten Mann dort im Fort. Also, Bewegung! Sofort! Haben wir da irgendwelche... Jetzt warte mal, Karte, hier. Haben wir da irgendwas einzeigen? Achso, das geht so schlauchmäßig weiter, okay. Ja, gehen wir erstmal nach rechts und nach unten. Da scheint irgendwie ein Geheimgang zu sein oder so. Und dann kämpfen wir uns da mit... Okay, ja, gut, los. Let's have a look. Was ist hier los? Was ist da? Da ist zugesperrt schon wieder. Herunterspringen. Das ist eine gute Idee, ich weiß nicht. Ich springe mal. Ich springe mal am Vollsprint. Hier, der Vollsprint ist vielleicht gar nicht so gut, gell? Das kannst du. So, geht's da weiter? Da ist zu. Ach, da geht's durch. Ja, okay.
War ja alles total umsonst, aber schaut nicht, wie man die Map ein wenig kennenlernt. Was ist da das Betreten? Schaut nicht gut aus. Was ist das da? Ein Haufen Tote. Wir wissen nicht, wohin mit ihnen. Ah, das muss ein hart asozial. Stell dir vor, du bist so in einem 2 Meter tiefen Graben. Überall alles nass, nur Dreck, Kunststoff hat's nicht gegeben. Überall liegen die Toten umeinander. Du weißt nicht, wohin damit, sobald du deinen Shell ausstreckst, schießt da jemand in die Fresse. Überall liegen Tote umeinander, Ratzen, Fressen umeinander. Du klangst, du weiß nicht, irgendein Drehglotten fällt da ins Maul, dann kriegst du wahrscheinlich irgendeine asoziale Scheißzeichen. Leck mir bloß am Arsch, was das soll nicht, das weiß kein Mensch. Grabenfuß lässt grüßen. Was ist der Grabenfuß? Der Grabenfuß ist, wenn deine Füße halt permanent nass sind, oder? Und fangen halt ans Faulen an. Das musst du halt einfach mal vorstellen, du bist wochenlang da drin, monatelang da drin, vielleicht sogar Jahr. Ja, komm, fick dich. Er wurde letzte Nacht vergast. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Weißt du, und dann Giftgasangriffe, wo es. Ja, okay. Kann sich jeder selber vorstellen. Oder versuche hervorzustellen. Was ist das da? Bam. Das ist ein Artilleriegeschütze. Sprinten. Was haben wir da? Lass den Kopf am Tage immer im Graben. Ja. Bei Artilleriebeschuss Schutzbereiche in den Grabenunterständen aufsuchen. Was sind das, die Holzbredel, die da über den Graben rundum liegen? Ist das der Artillerieschutz? Ich weiß nicht. Ah, okay, da kann man sich verstecken. Okay. Ausweich, Lolle! Gehen wir da rein? Ja, aber da sind Kisten. Ist da drin? Wieder Zigaretten. Warum liegen da überall bloß Zigaretten umeinander? Was haben wir da? Da ist irgendein Banarisch. Er reagiert überhaupt nicht. Lass mich ran, den werden wir dann nachher dann der Schirn schießen müssen oder so. Gehen wir da rein. Was haben wir hier? Henry! Nagefreiter, gönnen Sie sich ein wenig extra Ruhe. Oh. Henry ist so grantig. Dein Bruder? Er ist oben an der Front. Sie sollten bei ihm sein. Aha. Da, gehen wir da mal rein. Was ist denn das wieder? Was ist das? Auf dem Tisch liegt ein Tagebuch, das von einer Lampe schwach beleuchtet wird. Fortschritt speichern. Ah, das ist ein Safe Room. Alle speichern bei mir da. Kein Spielstand, das erinnert auch wieder sehr an Resident Evil. Das ist ja gut so. Was haben wir da? Da kann man Gegenstände hin und her schieben. Ja, die gute altbewährte kistige Kiste. Kann man brauchen. Nichts zum Essen, aber Hauptsache was zum Rauchen. Stimmt. Da war schon immer alles geregelt. Was haben wir da? Was ist das da? Untersuchen. Kann ich nicht lesen. Tragt nur, was wirklich nötig ist. Hebt eure Ausrüstung für den Sieg auf. Okay. Jean, auf ein neues André. Wir haben da André anscheinend. Wir sehen uns an der Front. Was ist das da noch? Kann das da noch irgendwas? Nö. Okay. Dann gehen wir da mal auf. Mal Karte ansehen. Was ist denn das alles da? Okay, so schaut der Safe Room aus. Das ist okay. Was da noch so ist, sollte man vielleicht gleich noch schauen. Ich glaube nämlich nicht, dass es da weitergeht. Da haben keine Türen mehr. Und die Tür, da können wir nicht rein, da ist der Major davor gestanden. Gehen wir mal noch mal außen und mal zurück. Ja, es muss alles erkundet werden. Alles muss erkundet werden, meine Damen und Herren. Da, ich finde interessant, dass da... Ach, da können wir nicht oben, weil er da unten steht. Ja, gut. Gut. Bin schon stark. Kann man da durch? Nein, kann man nicht. Map! Habe ich schon gelesen. Da rein. Ich finde interessant, wenn man sprintet, dass dann der Monitor so wackelt, als wäre die Polen offen. Du. Das Holz sieht sehr brüchig aus. Da werden wir wahrscheinlich draufhauen können. Da oben blitzt was. Was blitzt da? Schaufel! Grabenschaufel auf! Ja! Grabenschaufel aufgehoben. So, hier, Inventar. Wie rüstet es? Ausrüsten. Ausrüsten, untersuchen. Stemmwerkzeug zum Graben von Löchern. In verzweifelnden Situationen auch als Nahkampfwaffe tauglich. Haltbarkeit. Oh, die Dinger gehen kaputt. Kritische Chance 3%, Schaden 0,8. Okay. Zuweisen was? Welcher Taste soll die Aktion zugeben? Ah, okay. 1 und ausrüsten. Wo sehe ich das, was ausgerüstet ist und wo nicht, wenn es so grau hinterlegt ist. Okay. So, hier. Tun wir mit Q. Okay, das dauert ewig zum Aufziehen. Dann kann man da drauf rumhauen. Was haben wir da? Waffen und Werkzeuge können in der Feldtasche ausgerüstet werden.
Sei immer kampfbereit. Okay. Kriegen wir hingeschissen. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir dort Waffe ziehen, rechte Maus. Ah, gib mir die rechten Maustasten ein, dann kann man da ein bisschen zielen so. Kann man das kaputt hauen? Ich sag ja. Kann man das kaputt hauen? Ich sag ja. Sag ich doch. So, was haben wir da? Diese Vorratsfässer sehen so aus, als könnte man sie zerschlagen. Okay. Kaputt! Oh, da war was. Da kann was drin sein. Zigaretten, was auch sonst, Alter. Haben wir da? Feldhandbuch 2! Handbuch für Feldeinsätze der französischen Armee, Standardausgabe. Zweiter Teil, der Umgang mit Ressourcen. Tapfere Soldaten, gute Organisation ist im Kampf unerlässlich. Wisst immer, was ihr mit euch tragt. Ihr könnt eure Gegenstände im Inventar einsehen und benutzen. Dort können auch Waffen ausgerüstet und zur Schnellauswahl hinzugefügt werden. Haben wir gerade herausgefunden. Stellt einen Vorteil her. Nützliche Ressourcen wie Medizin und Munition lassen sich durch das Kombinieren auf dem Schlachtfeld gefundener Materialien herstellen. Das heißt, es gibt Crafting. Reist mit leichtem Gepäck. Achtet stets auf den verbleibenden Platz in eurer Feldtasche. Wenn der Platz knapp wird, können Verbrauchsgegenstände und Munition weggeworfen werden. Überlegt es euch aber gut. Nehmt nur mit, was ihr zum Überleben und noch wichtiger, für den Sieg braucht. Der schlaue Soldat lagert. Vorausschauende Planung für kommende Gefechte kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wir sind bestrebt, euch stets gut zu versorgen, doch ein Feind ist unberechenbar. Nachschub kann also nicht immer gewährleistet werden. Lagert überschüssige Ausrüstung daher für den späteren Einsatz in den vorgesehenen Aufbewahrungskisten. Okay. Es gibt nur 2 Ressourcen. Munition und Zigaretten. Feldhandbuch 2 haben wir gespeichert. Wunderbar. So. Hat jetzt das Ding da eigentlich, verliert das Haltbarkeit, wenn ich da drauf hau? Sagt man das irgendwo? Zack. Untersuchen. Haltbarkeit ist immer noch 35. Und 100%. Also wird das wahrscheinlich bloß an Haltbarkeit verlieren, wenn wir auf irgendwelche Menschen eindreschen. So, bitte böse, wie es sich anhört. Was haben wir da? Da ist zugesperrt. Gehen wir da rundum. So, wen muss ich jetzt aufs Maul an? Wie schauen die Deutschen überhaupt aus? Wahrscheinlich genauso wie ich, bloß grau. Wie immer. Hey, die farbigsten waren wir noch nie. Da Gnädelwutzler! Merci dir! Zu Zigaretten im Ersten Weltkrieg. Schau, jetzt pass auf, jetzt lernen wir wieder was. Nikotin diente als Nervenberuhiger gegen Todesangst, vertrieb die Grabenlangeweile und dämpfte das Hungergefühl. Und es ist eine gesellschaftliche, wahrscheinlich anerkannte Geschichte. Kennt ja jeder heute noch, wenn du irgendwo beim Furki umeinander stehst im Raucherbereich, du unterhältst dich mit fremden Leuten und bist kommunikativer. Danke für die Information. Verband aufheben! Was ist denn das da für ein Symbol da? Das schaut ein bisschen aus wie Currency aus Path of Exile. Aufheben, ja sicherlich. Verband aufgehoben. Ist der jetzt da? Okay, der braucht einen Slot im Inventar. Ich verstehe. Ich verstehe, da liegt schon wieder einer, der blüht das alle leer. Alter, da ist eine Blutluke dort, da brauchst du nicht mehr hingehen. Oh. Da ist der. Okay. Okay, das fühlt sich asozialer und gewalttätiger an, als ich das dachte, was die Grafik-Engine hergibt. Alles klar? Kann man nicht looten? Wieso kann ich nicht looten? Aber gut. Oh, das wird vielleicht brenzlig. Jetzt warte mal, das müssen wir mal Sachen ausprobieren. Nein, man kann nicht aus der Aufzunge und dann in die Richtung ruhig, wo ich hinziele. Ja, okay. Oh je, das sehe ich schon. Hashtag First Strike. Ja, Steffi, das hast du recht. So, haben wir jetzt da, haben wir das Fass zusammen. Da ist überall was drin, können wir brauchen. Zigaretten, was ist das? Ich bin so gespannt, für was man Zigaretten braucht. Zum Speichern. Jetzt habe ich nicht mitzählt, wie viele Zigaretten das wir aufgeklappt haben. 18 haben wir. Kann es sein, dass das vielleicht die Farbbänder des kleinen Grabenmannes sind? So, was haben wir da? Hier, betreten. Ja, schauen wir uns mal. Oh, okay, weiter können wir nicht. Gibt es da sonst was zum Looten? Da liegen überall Tode oder? Und dann kein Feuerzeug dabei, oder? Ein bisschen saugefickt. Und dann darf ich einfach 3-4 Mal mit meiner Waffe schießen und dann holst du das da ohne und das wird auch. So, schauen wir mal, was da los ist. Und das meine ich, diese Atmosphäre kann nur wirken, wenn wir da jetzt nicht umeinander blödeln. So, da liegt ein blutiger Helm am Boden, mit einem Loch drin, so wenn man das anschaut, und Blut dran. Okay, da gibt es also Cutscenes, interessant. Pierre, das ist jetzt nicht unser Bruder. Da weißt du, wir haben jetzt ein Gefühl 5 Minuten hingehen, nicht. Er blutet am Kopf und ist bewusstlos. Ich muss ihn von ihr wegbringen.
Okay. Ein deutscher Grabenjäger. Anscheinend wurde er in die Brust gestochen. Was ist da hinten? Da blitzt irgendwas. 5 Zigaretten! Was auch sonst, Alter. So, gehen wir mit da raus. Ich muss Pierre irgendwo ablegen. Wie tut man das? Was soll ich denn jetzt hinbringen? Speichern hast, ja, Hagel bei unendlich gesetzt. Eine Trennschleife ist absolut richtig, ja. Absolut richtig. Begib dich zur Front. Wenn ich nicht zur Front gehe, werde ich erschossen. Ich werde zurückkehren, Bruder. Weißt du, das musst du dir mal vorstellen, du bist in diesem abgefuckten Scheißdrecksloch und wenn du nicht tust, was da gesagt wird, wirst du einfach an die Wand gestellt und erschossen. So, was haben wir da? Kann man die Lüftung manipulieren. Was haben wir da? Da drin! Lass mich ran! Zigaretten! Ja, 3! Steht immer schön rechts um, da sagt es ja, was los ist. Oh, lass mich raten! Zigaretten! Ja, 2! Was haben wir da? Kann man da rein? Nö. Schauen wir mal. Ah, okay, man kann Kisten verschirmen. Okay. Was haben wir da drin? Lass mich raten, Zigaretten, ja. Was werden wir noch gerade alles mit den ganzen Zigaretten anstellen? Was da wie? Da ist nichts drin! Kann ich nicht glauben. Da gemein. Was haben wir da? Da ist wieder Feldhandbuch Nummer 3, hä? Achtung! Überprüfe deine Schusswaffen, bevor du dich in den Kampf begibst. Auf einen Nahkampf solltet ihr euch nur im äußersten Notfall einlassen. Wie war das? Kommst du mit dem Messer zu einer Schießerei? So, na, gehen wir mal rechts oder haben das beides? Okay, liegt wieder irgendein da umeinander. Oh, wir kriegen ein Gewehr. Schießgewehr. Gewehr aufheben. Sicher. Was haben wir sonst damit? Gewehr aufgehoben. So, gleich mal ausrüsten. Zuweisen. Das nehmen wir gleich mal auf den Zwarer. Den werden wir untersuchen. 8 von 8. Ich nehme an, das ist Munition. Ja, Magazingröße 8. Kritische Chance 5%. Feuerrate 1. Wird wahrscheinlich Sekunden sein. Nachladegeschwindigkeit 0. Kann man nicht nachladen. Das ist ein Weggewehr. Feuerkraft 2. Was Feuerkraft wird wahrscheinlich einfach Schaden bedeuten, nehme ich mal an. Okay. Ausprobieren der wir das jetzt nicht, aber oh ja, das dauert auch ein bisschen zum Zielen so. Das ist für ein ganz interessantes Movement-System so. Mit so dieses. Lass mich raten, Zigaretten. Nein, Munition, Gewehrpatronen auf, ja sicher, Alter. Wenn ich in Resident Evil irgendwas gelernt habe, dann die permanente Munitionsknappheit. Was haben wir da? Wie setzt juste? Ich kann kein Französisch. Zielt und trefft. Zerstört den Boche. Nächstes Trivia, wer oder was ist Boche? Da ist auf alle Fälle Ärzte. Kontrollpunkt erreicht. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. In die modernen Horror-Survival-Spiele, oder ob das jetzt Horror ist oder nicht, da muss man sich selber drauf einlassen, aber in die Survival-Spiele, die so sind, eben nach diesem Resident Evil-Prinzip mit Schlüssel finden, Safe Rooms und Speichern und so, ist irgendwie komisch, wenn es Checkpoints gibt. Das ist jetzt so, wenn ich da jetzt verreck, dann müsste die eigentlich am Speicherpunkt anfangen. Ja, so haben wir das 1996 gelernt und so soll das auch sein. So, du bist quasi, das ist mal das Gescheiter. Wie, da ist auch zu. Okay. Was kann der Generator? Kann der Generator irgendwas? Das Ding da kann man anschauen, habe ich gerade gesehen. Was ist das hier? Dieser Generator versorgt ganz Fort Seville mit Strom. Das ist der letzte, den wir haben. Die schalten aus. Keilbefiseb, Grabenfuß, medizinisch Immersionsfuß, Erkrankung durch längere Einwirkung von Feuchtigkeit und Kälte auf Füße. Betroffen vor allem Obdachlose und Soldaten im Schützengraben. Führt zu Entzündungen, Nekrose bis Multiorganversagen. Ich hätte keinen Bock drauf. So, was ist da hier Patrone plus 1 braucht auch Slots. Ja, wahrscheinlich kann man es 8-mal stacken. So, wir kommen jetzt am Front. Also Wongler-Food. Der Wongler-Food war definitiv von Nekrose betroffen. Ja. Du bist quer her. Okay, man kann anvisiert auch gehen, aber man verliert sofort sein Ziel. Oh shit. Und der darf ich schießen, oder? Ja, dafür brauchen wir keine Munition. Immer zuhauen, wenn ihr aufzieht.
Ah, du kannst ihn schießen. Ich kann meine Beine nicht spüren. Helft mir. Wenn ich den jetzt da erschlagen kann. Okay. Ich glaube, ich weiß, was gemeint war mit dem Horror-Setting. Okay? Alter, ist das asozial, die schreien auf Deutsch, Mann. Ist das asozial? What the fuck? Kein guter alter Riesenkopfstampfer, weiß ich nicht, ob der geht. Gewehrpatronen 2, tu mir lieber das Glas, also sobald die Geweine hinterm komme ich nicht mit der Schaufel auf die zu. Das sagt ich. Schau mal. Ja, jetzt zu mir. Kampfsystem verstanden! Okay, der ist sofort tot. Ob es einen Unterschied macht, ob ich auf seinen Kopf ziele oder nicht, das wissen wir nicht. Ach, ich muss einzeln nachladen. Oh ja, ich muss selber repetieren mit R. Okay, das ist ganz witzig gemacht, aber was ist da? Patronen, okay. Ja, okay, Kampfsystem ist interessant. Ist interessant für das, was halt so eine 2D-Top-Down-Perspektive halt hergibt. Was haben wir da? Marcel, da bist du ja! Waren wir nicht vorher schon mal beim Marcel? Sorge dafür, dass jeder Schuss trifft, wenn du da rausgehst. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Irgendwie weiß ich nicht, was für Seiten das er meint. Auf dem Tisch liegt ein Tagebuch, das von einer Lampe beleuchtet wird. Fortschritt speichern, jo. Aber fair gesetzte Safe Rooms werden natürlich schon toll. Ja, Spielstände 2. Okay, weiter geht's. Was haben wir da? Na, was haben wir da? Verband. Verband aufheben. Jawohl. Braucht der einen Extra-Slot oder kann man das decken? Oh, braucht einen Extra-Slot. Aber wir haben nur 5 frei, das wird den erschlagen. Den erschlagen. Da brauchen wir jetzt kein Inventarmanagement betreiben. Ein Drittel Schaufel ist schon hin, musst aufpassen. Stimmt, ab dann wird halt nur noch geschossen, ist ja klar. Oh, da war was. Was ist da? Gewehrpatrone. Oh, das ist der Major. Descendez! Descendez! Ich weiß nicht, was das heißt. Major, geh weiter! Fahrzeug wird angegriffen! Wenn Sie unsere Stellung einnehmen, sind wir erledigt! Rücken Sie vor und verteidigen Sie diesen Boden mit Ihrem Leben. Worauf warten Sie? Wollen Sie lieber an die Wand gestellt werden? Bewegung. Sie dürfen hier nicht vorbei. Wo ist jetzt? Der wird jetzt vorbei oder nicht? Okay, jetzt wird Musiker, aber also. Okay. Da geht sofort ab. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf das rote Fassel draufhauen soll. Ich bin mir nicht 100%, ich glaube, das zerreißt. Das nehmen wir lieber nicht. So, schauen wir mit Mappo. Map! Gehen wir erstmal nach links. Oh, wieder. Okay. Das ist unser Objective, oder was? Okay. Okay. Interesting. Interesting, interesting. Was ist da drin? Überprüfen. 1, 2. Also noch. 2. 3. 4. Brauchst du mir nicht verzeihen, dass man 1960 ein anderes Passwort hergenommen hat wie 1, 2, 3, 4. F entriegeln. Hat leider nicht gehabt. Werden wir schon noch finden. Jetzt gehen wir mal da in den Bunker rein, hätte ich vorgeschlagen. Ja, oder auch nicht. Gut. Ja, schauen wir mal. Auch interessant. Ich habe eigentlich eher gemeint, das geht eher so ruhig. Kann mir das auch passieren? Trau mich doch nicht so. Ich trau mich nicht so recht. Ich möchte Zero Depth, möchte ich. Gewehrpatronen. Die mehr, die auch mit drauf schießen, aber dann springen wir wahrscheinlich selber in die Luft. Was ist mit ihm da? Ich muss probieren. Geht anscheinend nicht. Das
Ich weiß nicht, ist es ein Deutscher oder ist einer von mir? Okay. Okay, da liegt dann in der Blutlucke drin. Herzlichen Glückwunsch. Wie viel Munition hat das? Oh, das hat gar nicht so unendlich viel Munition, das Ding. Ja, das droppt. Ich schieße jetzt dann da einmal mit einem Schuss auf. Jetzt mal, wenn es pfeift, kommt da einer, oder wie sehe ich das? Geht's da mit Looten? Gewehrpatronen? Kann man sich eigentlich ducken oder irgend sowas? Nein. Gewehrpatronen. Also Gewehrpatronen finden wir wirklich auffällig viel. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, wir werden sehen. So, was haben wir da? Da unten ist es. Ist das gut oder besser? Schauen wir da mal. Gewehrpatronen plus 1. Er hat es offensichtlich in 1000 Stück fetzt. Okay, tolle Geschichte. Also mal bitte. Die Zukunft unserer Kinder hängt von diesem Kampf ab. Zeigen Sie keine Gnade. Oh, erste Hilfekasten aufheben. Ja, bis jetzt haben wir noch keinen Schaden gekriegt. Gehen wir weiter nach unten. Aidez-moi! Aidez-moi! Okay. Ah, es gibt Granaten. Okay. Jetzt passen wir überhaupt. Zuweisen, das ist der mal auf dem Vierer. Kann man das Ding eigentlich wegwerfen, benutzen, untersuchen? Enthält eine Aderpresse und Schmerzmittel, stellt Gesundheit komplett wieder her und heilt alle Infektionen. Es gibt sogar Infektionen, okay. Gut, ja, die Handgranate, wie funktioniert die? Mein Freund, so nicht, gell? Oh, shit! Wieso? Ah! Jetzt pass auf, jetzt probieren wir was. Na, das geht auch nicht. Okay. Okay. Ah! Nimm das Ding! Holy shit! Okay, es wird sehr schnell, sehr brenzlig. Okay, habt schon verstanden. Kämpfsoldaten, lasst sie berühren, je Fuß auf unser Land gesetzt haben. Aber ist ziemlich asozial gemacht. So wie es ist. Munition sparen, wir haben nur noch 19 Schuss. Wie viel kommen denn da? Gut, das weißt du nicht, auch nicht, wann da Schluss ist mit dem Bums. Ich hab, glaube ich, rechts noch einen Lauf versenkt, bin mir aber nicht sicher. Ich muss fast meine Stellung verlassen, ich kann's nicht erwarten, dass man... Ich muss looten. S'il vous plaît! Kruzifix, ui, aber wenn einmal mehr wird, zwei daherkommen, haben wir vor... Holy fuck, Alter. Alter, wieso hat die Rüstung an? Oh, shit! Oh, shit! Ah!
Oh, ich muss nachladen. Geh mit deiner Scheißnachricht da weg! Mei, jetzt hab ich nicht nachgeladen. Ah, was ist das denn? Ah! Das gibt's ja nicht. Oh ja, das ist zack wie Scheiße! Jetzt kommt noch einer. Na, geh aus, los, 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 los! Ich bin jetzt auf der Vorgelaufen, gib mir die Ammunition, guck da ruhig, das ist ein anderes Zeug! Gib's mir Zeug! Ja, jetzt kannst du die Hackst rausgraben, du Spacko! Ist das einer von mir? Ich weiß nicht. Was ist mit dem? Stirb jetzt da! Ist das einer von mir oder von einer? Kruzifix, das ist Zeug wie der Teufel! Da ist einfach Gas! Was passiert? Was? Oh ja, okay. Untersuchen. Eine Erste-Hilfe-Verband stellt eine mittelgroße Menge Gesundheit wieder her. Es sollte mit einem Desinfektionsmittel kombiniert werden, um einen desinfizierten Verband zu erhalten. Sehe ich irgendwo meine Wunden oder irgend so? Die müssen wir benutzen, wenn wir fast im Arsch. Mittlere Menge Gesundheit wiederherstellt. Ja, okay. So. Lotte eben Bums noch. Okay, funktioniert folgendermaßen. Es gingen. Was ist denn jetzt? Da ist doch Gasangriff. Was ist denn jetzt? Sterbeurkunde. Vorname André. Verstorben am 12. Juli 1916 in Verdun. Todesursache Kampf. Geburtsjahr 1896. Holy shit! Okay. Den haben sie sich aber auch verdient. Das mit dem Gas habe ich nicht verstanden. Was ja, nein. Was ja, nein? Sterbeurkunde, nein. Ich akzeptiere die Sterbeurkunde nicht. So, ja gut. Wahrscheinlich am letzten Speicherpunkt laden. Okay, mit dem Wissen, was da jetzt auf uns zukommt, die Schaufelsäbten, die werden alle erschossen. Mit meinem Gewehr. Also im G. Descendez! Descendez! Ah, kriegen wir schon. Schau, dass du schleichst. Los mich aus da. Nahkampf. Kannst du total in der Pfeifrau. Da brauchen wir nicht lange umeinander zipfen. Was haben wir da? Das hilft uns ein Scheißdreck. Alter, da geht's jetzt. Puh. Okay, Gewehrpatronen. Da hinten greife ich wieder der Gustlaser. Nein, da nicht. So. Okay, den hat's zerrissen. Das wissen wir. Da kommen wir auch nicht so richtig vorbei. Aber ja, es ist schon ziemlich viel Progress verloren gegangen. So ist es nicht, so ist es nicht. So, das machen wir jetzt so. Wieso stirbt denn die aber auch nicht auf den ersten Schuss? Kannst du mir das einmal sagen? Für die Schießerei nehmen wir uns das. Man muss wirklich auf den Kopf zielen, möchtest mir du verzeihen. Oder bis ich mir an das Repetieren gewohnt, da geht die Welt unter, du. Was ist jetzt? Ich stürm! Jetzt müssen wir das Gewehr nachladen. Das darf uns nicht nochmal passieren, dass wir mit dem Lager Ding umeinander laufen. So, hier jetzt Gas. Gefährliche Wortwahl, Birger, gefährliche Wortwahl. So, was haben wir da? Verband, nehmen wir selbstverständlich mit. Gehen wir da irgendwie durch? Nein, da unten. Die Zukunft unserer Kinder, blablabla, ja, ist schon recht. So, da wir brauchen wir Equipment, Alter. Equipment, geben wir Gewehrpatronen, alles können wir brauchen. Was haben wir da? Stoff aufheben. Ja, freilich, nimm alles mit.
Konzentration, Birger. Oh, leck mir mal. Die scheiß Repetiererei, Alter. Wo ist er denn? Was, Dietrich? Okay, Alter, okay. Was hat jetzt er für ein Problem da unten? Dann lassen wir mir sauber nach. Was ist mit dem? Was ist mit dir? Wie haben wir den kriegen? Da ist noch einer gelaufen, ich hab's genau gesehen! 39 Schuss habe ich für euch offen da! Interessiert's nicht recht. Gewehrpatronen, passt, durchladen. Oh ja, es ist voll stressig, das hat gerade erst angefangen, das Spiel! S'il vous plaît! Kruzifix, wenn der andere auf mit seiner Rüstung wieder daherkommt, bin ich wieder der Volldepp. Oh! Na, lauf halt schnell, lauf. Wo gehst du her? Oh, da ist der Teufel, zack! Na, zu zweit. Oh! Oh komm. Kruzifix, bist du ein Brackel-Arschloch! Waffenteile, ich möchte mal hoffen, wir haben es fast geschafft, Soldaten. Kruzifix, wie scheiß stressig kommen ein Spiel in die ersten Runden mal! Beton-Toni, kommt einmal mit der Ritterrüstung rein, ich glaube, der ein wenig einen Vogel hat! Hier müssen wir ein wenig an Munition sparen. Oh shit. Läuft nicht, ey. Super, oder? Oh, da kommt jetzt am Graz zu an, der Huren! Okay, chill. Nein, nicht! Oh. Oh shit. Ja, freilich haust du so schnell zu, du Arschloch! Oh! Gewehrkugeln. Natürlich nehmen wir Gewehrkugeln, wir können einfach nur Gewehrkugeln haben! Oh, da ist was. Oh, vorher gesehen. Mehr Gewehrkugeln! Was? Gewehrpatronen aufnehmen? Ja. Was ist jetzt da drüben gestanden? Okay, wir haben eine volle Knarre. Es ist ein bisschen... Was mich verwirrt ist, wo kommen die alle her? Spawnen die einfach rein? Was ist da im Loch? Mehr Gewehrpatronen, mehr gut. Da unten hat auch noch mal was verloren. Looten und bluten, ja, ist wichtig. Gewehrpatronen. Na, jetzt ist wieder Gas! Scheiß! Wo, ah! Ich war... Okay, ich bin dort, ich geh da rein. Ja, aber wenn keiner dir zumacht, werden sie es auch nicht weiterhelfen! Schirbt das! Alter, ist das mies, wenn wir jetzt wieder an dem Gasscheiß sterben? Ja, Alter, was... Wie soll man das mal... Oh, lauf.
Das Try and Error, wenn das Try and Error ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das hilft nicht, da müssen wir durch, Ist jetzt da auch wieder eine Gasherrin? Kontrollpunkt erreicht. Ah, das ist schon zack. Irgendwo ist es geil, wenn der das Spiel nicht alles vorkaut. Oh nee, du musst da hin. Jetzt tu mir Map her. Frontline. Tür entriegelt. Wie komme ich da? So, nochmal Erdgeschoss. R. Was ist R? Weiß ich nicht. Da waren wir anscheinend schon. Da ist zu, Tür auf der anderen Seite verriegelt. Frontline. Ja, wenn ich jetzt da gehe, dann bin ich hier, oder was? Das war ein wenig zach. Was haben wir da? Unterstützungs... Deutsche Sprache, bestigste Sprache. Unterstützungsgrabenschlüssel aufheben. Ja, den nehmen wir mit. Wie schaut denn unser Inventar eigentlich aus? Eigentlich ganz vernünftig. Was ist das? Ein loser Lappen! Dient zur Heilung sehr kleiner Wunden. Kombiniere ihn mit Mehrstoff, um einen besseren Verband herzustellen. Okay, kriegen wir geschissen. Aber da haben wir uns jetzt eigentlich ganz passabel geschlagen. Bis auf die Gasgeschichte, die macht mich fertig. Da ist die Tür entriegelt. Ah. Und jetzt... Ah, da kann man alle diese Dinger enthüllen, oder was? Da ist stockfinster! Wo ist eine Taschenlampe? Dem Generator ist das Benzin ausgegangen. Ja toll, deswegen ist es stockfinster, oder was? Okay, das ist auch ekelhaft gemacht, weil es kann ich 5 Meter weit sechst. Da haben wir gerade gekommen, glaube ich. Das haben wir schon gelesen. Die Tür scheint von der anderen Seite verriegelt zu sein. Ja, aber wir haben jetzt einen Schlüssel. Unterstützungsgrabenschlüssel Schlosserausbildung. Deutschsprach, Gutsprach. So, da war doch auch eine Tür oben, die wir nicht entriegeln haben können. Schauen wir mal. Die Metalltür wurde verriegelt, sie lässt sich nicht öffnen. Ein Schlüssel wird benötigt. Okay, das ist auch noch ein bisschen schwierig zu erkennen, was für Schlüssel ist für was. Tun wir untersuchen. Schlüssel zu Bunkern und Durchgängen im Unterstützungsgraben. Setzt langsam Rost an. Der wird aber schon in den Hosentasche wegrosten. Sauhund. Okay. Da waren wir schon, da haben wir die Kisten verschoben. Schauen wir mal. Die Metalltür wurde verriegelt. Da haben so Symbole oben drüber, so ganz Kreuz. Das ist dasselbe. Ja, dasselbe Symbol, aber wir können es mal probieren, ob wir ihn aufsperren können. Achso, da kommt man rein. Da waren wir schon. Oh, Safe Room. Ja, ja, lass mich mit zum Safe Room. Lass mich mal speichern, den Bums speichere ich nicht nochmal, bist du wahnsinnig. Ja, Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Oder ein bisschen ein Open-World-Feeling, muss man auch sagen. Ja, Fortschritt speichern, ja. Ja. Haben wir mir da nicht irgendwo ein Pierre hingelegt? Wo ist denn der Pierre hingekommen? Pierre, Blatt! Zurück aus. Das gefällt uns. Da haben wir einen Pierre irgendwo hingelegt, oder? Deutscher Graben, ja, da haben wir noch gesehen. Und der Pierre liegt. Der Pierre hat einen Zettel hingelegt, ich hab's genau gesehen. Pierre ist fort, aber jemand hat hier eine Notiz zurückgelassen. Notiz des Meldegängers. Dringende Befehle. An den Kompanieführer. Sie planen einen zweiten Angriff. Wir haben keine kampffähigen Männer mehr. Das Fort steht nun unter ihrer Gewalt. Die südlichen Gräben werden bald fallen. Sacre Blatt! Sprengi, das ist die schönste Wortkombination des Jahres. Ich möchte, dass nichts anderes mehr gesagt wird. Kein C-Fix, kein Kruzifix, kein F-Wort, kein sonst was Wort. Immer nur Sacre Blatt. Wenn der Unterstützungsgraben fällt, ziehen Sie Ihre Männer ab und formieren Sie sich bei Fort St. Michael neu. Lassen Sie verwundete Soldaten im Lazarett zurück. Wenn sie nicht getötet werden, werden sie gefangen genommen. Wir werden sie später holen. Ja, genau. Sacre Blatt! Notiz des Meldegängers wurde deinen Unterlagen hinzugefügt. Du kannst deine Unterlagen im Inventar einsehen. Ich bin so ein bisschen lost. Ich weiß nicht so recht, ich hab keinen... Was soll ich machen? Weißt du schon? Frontlinie. Tür auf anderer Seite verriegelt. Da können wir nicht mehr raus. Da können wir schon raus, aber da ist Giftgas. Dann gehen wir einfach jetzt mal einen Weg wieder zurück, hätte ich vorgeschlagen. Kehr zu Pierre zurück. Ja, das hilft mir nichts. Der Pierre ist nicht mehr da. Er ist weg, aber weit kann er nicht gekommen sein. Vielleicht haben sie ihn den Graben runter zum Lazarett gebracht. Schauen wir mal. Graben runter.
Oh, Mann, haben wir nicht auf... Ach so, das geht jetzt erst los! Ah ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben nun das Tutorial abgeschlossen anscheinend. Grüezi fix, okay? Hat der Pierre eigentlich noch Gnierschein? Kapitel 1, Ende. Press F for Progress. Fortschritt speichern, selbstverständlich. Kapitel 1, Ende. Ah. Ich glaube, das Spiel hat so zwischen 10 und 12 Stunden. Warum haben wir jetzt in einem Wald? Oh, jetzt kommt die Vorgeschichte. So eine Vorgeschichte, so du wohnst im Wald und du kannst fischen und so einen Scheiß und dann zieht die Wehrmacht ein. Beziehungsweise, wie heißt denn die Wehrmacht in Frankreich? Keine Ahnung. Sacre blöd. Was ist das da alles? Ich laufe im Wald umeinander, ich habe unendlich Ausdauer. Miau. Brunnen. Eine Hacke. Oh, Kellerschlüssel aufheben. Valet. Die Tür wurde mit dem Kellerschlüssel entriegelt. Jetzt eigentlich, das ist ein Postfach oder Kisten oder irgend sowas. Geh mal in den Keller. Was ist los im Keller? Ist da was los im Keller? Sag mir. Oh no. Wir haben zu viel Gerümpel. Oh, das kenne ich auch irgendwoher. Nur Schlüssel. Haustürschlüssel aufheben. Ja. Was haben wir da für Inventar benannt? Da kann ich nicht aufs Inventar zugreifen, aber gut. Was haben wir da? Die alten Weinfässer unseres Großvaters. Damals hat er selbst Wein gekeltert. Der Kalbergrund, der war gut. Der war gut. Wie heißt die französische Wehrmacht? Le Capitulation. Haustürschlüssel entriegelt. Betreten. Ja. Was haben wir da so? Stapel Bücher. Ein Stapel Kochbücher für die Mari wahrscheinlich. Was haben wir da noch so? Nix mehr. Kommen wir da rein, da hängen noch alle die Waffen dran. Heute ist der 3. August 1915, also ein Jahr vor dem Krieg. Gehen wir da rein. Da muss ich später irgendjemand Klavier. Gehst du mal her da. Die Tür scheint von der anderen Seite verriegelt zu sein. Echt in einem Haus drin. Und das scheint's. Dass die, wie soll ich sagen, die Beutel und Familienbeutel und so weiter immer so ultra creepy ausgeschaut haben früher. Das ist auch interessant. Auch verriegelt. Die Schrotflinte an der Wand, wenn du nimmst, wirst zum André Sandwich oder Baguette. Das alte Schwert und Gewehr meines Großvaters. Weißt du, da ist der Opa nur mit einem scheiß Sabe in den Krieg gezogen. Weil Schusswaffen wahrscheinlich 4 Wochen alt waren. Was haben wir da schönes? Ja, wunderschön. Da lohnt es sich doch dafür zum Kämpfen. Überprüfen. Das Bett unserer Mutter. Ja, wo ist denn da gerade? Irgendjemand spät da Klavier. Wo haben wir überhaupt? Hier geht eine Map. Hallo, geh mir nicht aus. Hilfe, Hilfe. Geh mir nicht aus. Waren wir da schon drin? Nö. Und das ist das Bett von der Mom. Das ist Piers Bett. Also wir haben einen Bruder. Den restlichen Tag ausruhen. Na. Irgendein Speckklavier, den werden wir finden müssen. Was haben wir da? Ein Opa sei. jeder, der Pulp Fiction gesehen hat, weiß, wo diese Uhr war. Also, aber einen Orden haben wir auch noch gekriegt, als er für Alexander den Großen in den Krieg zog. Dann werden wir doch jetzt da irgendeinen Klavierspein finden, ne? Na, da waren wir schon. Das ist das Zimmer von der Mom. Gehen wir noch mehr aussehen. Ja, unten war nämlich auch noch ein Gartentier. Ja. Da unten war auch noch ein Gartentier, glaube ich. Ah, da kann man nicht aussehen. Na gut. Dann ist die einzige Interaktion, die ich hier sehe, schlafen. Gute Entscheidung! Gute Entscheidung! Guter Mann! Gute Entscheidung. So, hier rein. Ausruhen! Rasten! Rasten! Hat was für Harvest Moon. Jetzt gerade so. Sie können nicht vorbei. Schließe das erste Kapitel ab. Haben wir Achievement gekriegt.
Okay, man hat wahrscheinlich immer so zwischen die Kapitel so ein Flashback an früher und so. Knüppelkampf! Bin mir ja nicht so hundertprozentig sicher, ob das eine gute Idee ist. Das Wackeln beim Lauf verstört irgendwie, finde ich nicht. Ich weiß, was du meinst, habe ich mir am Anfang auch gedacht, aber mittlerweile, du merkst so Panic-Mode. Wenn du sprintest, ist Panic-Mode. 1 Stunde später. Wieso kreiseln dort Fliegen um mich rundum? Passiert nämlich, wenn ich mich ganz schnell drehe, kotze ich dann. Nein. Es werden immer mehr. Oh, wir haben in dem Leichenhaufen da drin. Oh! Ruby-Pistole aufheben. Ja, sicher, Alter. Ruby-Pistole aufgehoben. Wir schauen mal Inventar. Jetzt haben wir die Waffen einfach weg! Zuweisen auf den. Der hätte ich jetzt gesagt, auf den Zwarer. Ich habe immer mein Leben lang schon Mili auf dem 1er, kleine Waffen auf dem 2er, schwere Waffen auf dem 3er, Utility auf dem 4er. Mach ich schon so. Mach ich schon so. So, da haben wir jetzt 2 Schuss drin. Haben wir aber 9. Normalerweise sollte das Ding auch nicht, da muss ich nicht umeinander repetieren, oder? Das ist das die 512 oder wie heißt denn die Knarre? Wo hatten unsere narischen Österreicher? Wurde ich hier reingetragen? Das ist eigentlich eine gute Frage, wo haben wir eigentlich hin? Stimmt, wir haben auch nicht auf den Dates gekriegt. Kontrollpunkt erreicht. Bist du im Ziel da deutlich schneller? Finde Pierre und suche Hilfe. Lass dem Top. Haben wir schon gelesen. Oh, das Pistolenpatronen aufnehmen? Ja. Pistolenpatronen aufgehoben. Ist das jetzt wieder dieselbe? Ah ja. Wir haben ja irgendeinen Schlüssel gefunden, gell? Vielleicht können wir da eine oder da eine. Das ist das Startgebiet gewesen. Wenn man mir eigentlich irgendwo einzeichnet, wo wir gerade sind. Nicht wirklich, gell? Aber wir sind genau da, wo das Zeichen anfängt. Unten waren wir noch nicht, da können wir auch noch hinschauen. Jetzt gehen wir erstmal rechts. Rechts und schauen die Tieren an. Ich find's bis jetzt gar nicht schlecht. Das ist interessant, fühlt sich sehr unverbraucht an. Die Blockhäuser wurden verriegelt, aber niemand hat uns gesagt, warum. Ein Schlüssel wird benötigt. Wir haben doch einen Schlüssel. Der Unterstützungsgrabenschlüssel. Klangt der nicht. Da haben wir was gefunden, was zum Looten. Erste-Hilfe-Kasten aufnehmen, selbstverständlich. Die Ruby war eine spanische halbautomatische Pistole im Kaliber .32 ACP. Aber sie repetiert auch selbstständig, oder? Das ist absolut richtig, was labert die für eine Scheiße. Warum sollten französische Soldaten im Ersten Weltkrieg mit einer amerikanischen Faustfeuerwaffe rumlaufen? Was zum Teufel laber ich für eine Scheiße? Weiter geht's. Kommen wir da? Ach, da kommen wir wieder nicht aufgraben. Okay, vielleicht können wir da oben. Die war auch zu, meine ich. Manche Türen werden wegen feindlicher Überfälle in den Gräben verriegelt. Ein Schlüssel wird benötigt. Das irritiert mich ein wenig. Dass ich nicht sehe, so typisch, was für Schlüssel ist für was für. Weißt du schon? Jetzt gehen wir da, das ist unser Startgebiet, glaube ich. Bruder. Ja, Bruder. Ja, wie viel Schuss halten der aus? Dropper mal so ein... Die Fassel da gern kaputt machen. Jemand hat seine Ausrüstung hier gelassen. Sieht so aus, als hätten sie es eilig gehabt. Ja, nimm's halt dann mit. Alter, der Knüppeldude, der hat einfach ganz Magazin weggehängt, der Huhn. Da hätte ich gerne die Fassel kaputt haben. Ja, wieso habe ich eigentlich keinen Helm mehr auf? Da schaut es mir alles hin, was zum Zuhören. Zeig mal, ich krieg ein Schwert.
Ein Messer. Ja, natürlich nehmen wir das. Natürlich nehmen wir das. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück und hauen die Fassel zusammen. Wenn man mit dem Messer die Fassel zusammenhauen kann und man keine schweren Milli-Waffen braucht. Ah ja, schön, ja. Zigaretten! Für was werde ich nur gerade Zigaretten brauchen? Da habe ich 7 Zigaretten. Soll ich, weiß ich nicht, soll ich entweder schließe ich Freundschaft mit ihm und biete ihm 37 Packel Zigaretten an. Bist du immun? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt da langsam. Zigaretten! Zigaretten! Du hast Zig... Da. Ha! Und die kann ich jetzt auf einmal entriegeln. Das ist ein bisschen bitter. Dass man das nicht sagt, so, wo kann ich den Schlüssel hernehmen, gerade grob mit irgendeinem Symbol, so wie es Resident Evil auch macht. Es war natürlich ein bisschen komisch, wenn da irgendwie Pik und Kreuzschlüssel umeinander liegen natürlich, aber halt irgendwie passender, weißt du? Das jetzt alles Try and Error durchprobieren, wo ich durchkomme und wo nicht, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Zigaretten. Da ist da wieder irgendjemand drin, ne? Da sind noch ungelootete Dinge irgendwo. Ungelootetes können wir so nicht stehen lassen. Wieso komme ich da nicht hin? Was ist das da? Warte mal. Oh, ich kann nicht mehr dran, gell? Wir sollten mal... Was ist mit denen? Wir benutzen einen Sehen, damit wir wieder vorher, dann haben wir wieder einen Slot. Was ist das? Schießpulver aufheben. Ja, ja, ja. Schauen wir mal, was das kann. Standard-Schießpulver. Mische es mit mehr Blei, um gemischtes Schießpulver herzustellen. Oder füge Chemikalien hinzu, um Pistolenmunition herzustellen. Okay. Interesting. Pistolen haben wir die nachladen? Nein. So schaut's da herin aus. Achtung! Die medizinischen Vorräte gehen zur Neige. Nehmt nur, was wirklich gebraucht wird. Danke. Auf dem Regal stehen alte Salben. Zwischen den Salben verbergen sich 3 Gesundheitsfläschchen. Ein Fläschchen trinken. Na. Wir lassen die einmal auf dem Regal. Brauchen wir akut nicht. Wir haben keine Statusleiden oder sonst irgendwas. Na, ah, da schauen wir her. Warte mal. Können wir das da zusammenhauen, dann können wir die Kisten verschirmen. Was liegt da? Zigaretten, was auch sonst. Und das da ist, glaube ich, eine Luke nach unten. Ne? Alter, wo sind wir jetzt? Was haben wir da? Tunnelmemo! 28. Mai 1916. Die Deutschen haben in ihrem Sturm auf das Fort keine Gnade walten lassen. Das Trommelfeuer kennt kein Ende, Tag und Nacht. Unsere Grabenlinien sind langsam nicht mehr wiederzuerkennen. Emile wurde ausgesandt. Ist das ein Name? Ist das ein französischer Name? Ich habe keine Ahnung. Um eine Karte unserer Grabenlinien anzufertigen. Er wollte nicht, aber er hatte keine Wahl. Trotzdem, ein guter Kartograf ist er allemal. 1. Juni 1916. Das ist fast genau vor 110 Jahren gewesen. Unsere Vorräte sind so gut wie aufgebraucht. Nichts ist mehr übrig. Wenn die Deutschen das Fort jetzt noch einmal zurückerobern, gibt es für uns keine Möglichkeit mehr zur Gegenwehr. Die Transporttunnel unter den Gräben sind nach einer Gasexplosion eingestürzt. Unter uns sind noch immer Männer eingeschlossen. Doch dort ist es stockdunkel und wir haben keine Lampen oder Gasmasken mehr. Alles, was wir tun können, ist ihren Schreien zu lauschen. Der Munitionstransport zwischen dem Versorgungsgraben und den Frontlinien ist elendig langsam. Wenn wir Sprengstoff hätten, könnten wir die Trümmer unten im Versorgungsgraben wegschaffen. Aber auch an Dynamit fehlt es uns und die letzte Ladung kam defekt und nass an. Unsere neuen Gasmasken sind angekommen, aber das Gas hat sich hier unten mittlerweile ohnehin verzogen. Wir brauchen verdammt nochmal Lampen, aber der Versorgungstransporter aus Verdun wurde zerbombt. Ich weiß nicht, wie lange ich die Schreie noch ertrage. Eine einzige verdammte Katastrophe, das alles. Tunnelmemo wurde deinen Unterlagen hinzugefügt. Disgusting. Wieso ist das? Was ist das? Lampenbatterie! Einfügen. Zurzeit keine Grabenlampe ausgerüstet. Verdammt, ich hab keinen Platz mehr. Gell? Müssen wir eigentlich. Kann man das von da aufhauen? Ich probier's. Oh ja, schaut mich so. Zigaretten. Wir müssen mal in einen Safe Room. Ich muss Management betreiben. Hilft nicht. Da gehen wir jetzt nochmal auf. Das merken wir uns. Der Dampfler schreibt, im 1. Juni 1916 war der Beginn von der Schlacht an der Sonne. Wenn mich nicht alles täuscht, also auch da, wo Valiant Hearts anfängt. Das stimmt, das haben wir auch gespielt. Das war auch ein gutes Spiel. Das war sogar ein sehr gutes Spiel.
Ah, Gegenstände lagern. Da schon her. Jetzt pass auf. Da machen wir jetzt so. So. Den brauchen wir. Gewehrmunition, die 3 Schuss lagert man jetzt auch mehr ein. Die sind nicht so wichtig, aber das Ding nehmen wir mit und Waffen und einen Schlüssel. Dann haben wir gegebenenfalls genug Platz. Schauen wir nochmal auf die Map. Hat sich da irgendjemand mit dem Ersten Weltkrieg befasst? Ich nehme mich nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß einiges und ich bin interessiert am Zweiten Weltkrieg, aber... Die Tür ist stark verrostet, an ihr hängt ein Helm, sie ist fest verriegelt. Ein Schlüssel wird benötigt. Ah, vielleicht wird's so kennzeichnet. Birger, hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Finde ich jetzt halt akkurat. Spiel macht Spaß. Ich hätte jetzt halt auch so mit 8:45, halb 10 gerechnet. Sag ich, was ist. Bin ich schon Start. Tür entriegelt. Um Gottes Willen. Okay. Ah, okay. Von hinten kann man Leiter schlagen. Was ist das da? Trümmer versperren den Weg. Ein Artilleriegeschoss könnte den Weg freiräumen. Auch interessant. Kann man die Artilleriegeschosse bedienen. Interesting. Und das Messer scheint keine Haltbarkeit zu haben. Maximale Haltbarkeit unendlich. Also perfekt, oder? So, kann man das irgendwie verschirmen? Ablegen, zuweisen, wegwerfen. Kann man das... Nein, kann man nicht. Na gut. Aber immer vorsichtig sein. Da hinten liegt was. Seht ihr das? Kann ich mir ein bisschen zeigen hier? Da liegt... Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Der Schaufi Karl. Oh shit. Stellt euch nur in einer Reihe auf! Genau richtig so! Ja, schau, wo ist denn die? Ja, was ist denn mit dir? Ich glaube, sie sind gerade ein bisschen buggt. Okay, ich hab. Okay, ciao! Jetzt schauen wir mal, ob die da nachlaufen können. Das ist sowieso einmal eine interessante Geschichte. Wenn die da nachkommen, haben wir gefickt. Sind wir eigentlich ganz gut dabei, gell? Mit 2 von den Prügler brauchen wir uns nicht anlegen. Schauen wir mal da noch mit. Da haben wir die Kisten. Genau, den mittleren Gang haben wir noch nicht probiert. Was haben wir da? Trümmer, Klammern, Artillerie. Da oben ist auch noch mehr Tier. Das ist das, wo wir gerade waren, gell? Da außer, da oben war ja eine Tür. Und was da ist wahrscheinlich Ressourcen. Und da kann man uns wahrscheinlich durchelieren. Da bin ich mir nicht sicher. Ein Schnellreisesystem wäre cool zwischen die Safe Rooms. Aber mei. Unten rechts hast du auch noch. Wo ist unten rechts? Die da, gell? Verriegelte Tür, Blockhaus. Verriegelte Tür, Unterstützungs... Ah, okay. Okay. Tür entriegelt. Tür Helm. Auf anderer Seite verriegelt. Okay, so findet man außer welcher Schlüssel zu welchem Schloss passt. Na gut, bin ich schon wieder steht. Steht eh alles da. So schon, ja. Aber nicht wieder mit dem Mauszeiger drüber gehen. F, Raumname. Ah! Ja, das ist gut. Raumnamen sind gut. Abgeschiedenes Zimmer. Also da geht's in die Burggräben runter. Und da ich sagen, clearen wir mal das da herum. Vorher schauen wir aber nochmal nach unten, da in diese Tür rein. Die müssen wir eigentlich nach Adam Riese, wenn meine Theorie richtig ist, aufsperren können. Blockhausschlüssel haben wir nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal nach unten, tun wir gleich mal das Messer raus. So. Warten die zwei jetzt draußen? Auf das bin ich auch noch gespannt. Hoppala. Ich finde das saugeil, dass die Leichen liegen bleiben. Dauerhaft anscheinend. So, die Tür müssen wir aufmachen können. Tür wieder mit, genau, Unterstützungsgrabenschlüssel entriegelt. Da gehen wir rein! Kontrollpunkt. Schlüsseldienst.
Für den Falle feindlicher Angriffe gelten zum 1. Juli neue Schlüsseldienste. Unsere Schlüssel dürfen nicht in deutsche Hand fallen. In diesen Zeiten der Not zählt jede kleinste Behinderung unseres Feindes. Blockhausschlüssel, Eigentum von Oberleutnant Robin Allard. Lazarettschlüssel, Eigentum von Lieutenant Wilfried Pisserlot, keine Ahnung. Taubenschlagsschlüssel, Eigentum von Lieutenant Arthur Corrignier, keine Ahnung. Überwacht die Tunnelarbeiten unter der Messe. Versorgungsgrabenschlüssel, Eigentum von Oberleutnant Michael Chandelier. Schlüsseldienst wurde deinen Unterlagen beigelegt. Okay, das sind so Hinweise. Geht's da nochmal in so einen Vorhang durch. Das ist der Reservegraben Ost. Schauen wir mal, ob wir da schnell an der Schlange können. Wenn, dann machen wir erst oben. Damit Sicherheit Gegner. Oh shit. Ja, Grüezi, fix. Haust du zu einmal oder was ist denn mit dir? Die haben ein bisschen dumm, glaube ich. Oh shit. Kim stirbt, bevor der andere kommt. Fuck! Dann müssen wir das schießen. Gut, da gehen wir woanders entlang. Wir machen erst das links oben. Das schaut mir ein bisschen kleiner an, das Gebiet. Bin schon angefixt. Bin schon diese scheiß einfache Formel. Diese einfache Survival-Game-Formel mit Ruhm und neue Wege und Tieren aufsperren und so, ein halbwegs brauchbares Kampfsystem. Ich bin schon angefixt. Es funktioniert einfach immer. Und ich finde, das ist wirklich ein interessantes Setting. Da kannst du sagen, was du willst. Sacre Blät! Kommt der andere mit seiner Schaufel her. Jetzt pass auf, wir müssen mal bloß schauen, bis sie sich umdrehen. Dann können wir es von hinten vielleicht instant... Der Stacheldraht hier wurde zerstört. Dem Feind wird es ein leichtes sein, hier einzufallen. Wenn ich Draht übrig hätte, könnte ich das Parapet ausbessern. Was ist ein Parapet? Nie gehört in meinem Leben. Schauen wir mal. Ah, da kann man sich verstecken. Okay. Da kommen halt auch immer wieder irgendwelche Leute anscheinend. Syre! Da. Stacheldraht ist auch wieder zerstört. Das heißt, die kommen da einfach... Es ist ein bisschen optisch, ein bisschen schwierig zu erklären. Geht's jetzt da auf hier oder oben oder was ist denn das da eigentlich? So, das warten wir jetzt, bis die da Vierer kommen. Und wenn wir von hinten hingehen, können wir es nämlich one-hitten. Bevor wir da mit seiner... Weiß ich nicht. Mit seiner Lucille... Wo gehst du, mein Freund? Du gehst unten, dann gehe ich oben. Okay, der stirbt auch auf einen Schlag. Sehr gut. Ich hätte gern seine Keule für mehr Damage. Damage. Was haben wir da? Die Blockhäuser wurden verriegelt, aber niemand hat uns gesagt, warum. Okay, Blockhausschlüssel haben wir noch nicht. Was hat denn der für ein Problem? Er ist auf Supercrack. Er ist auf Grabenschokolade. Weißt du, dass ich da bin? Warum? Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Wieso sägt mir der? Wieso sägt mir der? So, jetzt gehe ich wieder raus und schaue, ob er da ist. Oh, wir müssen mal so ein Ding fressen. Schaut nicht. Ist der jetzt da noch draußen? Oder wird der resettet? Scheint mir resettet zu werden. Sägt mir die... Kann man sich nicht irgendwie ducken oder so? Nicht, gell? Also da ist sie unterm... Jetzt aber steppen oder nicht? Man kann da komplett rundum laufen. Das riskiere ich jetzt einmal kurz.
Okay, ich nehme an, der geht jetzt da unten rundherum und kommt dann wieder. Das müssen wir aussitzen. So, wie es ist. Verstecken wir uns da im Vorhang drin. Ich möchte das Ding da haben, was auch immer es ist. Vielleicht ist es so eine Keule oder vielleicht ist es ein Geweih. Hast dich du im Sichtwinkel von dem versteckt, dass er dich deswegen gesehen hat? Ich lese schon, dass ich mich in seinem Sichtfeld versteckt habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe eigentlich gemeint, der ist irgendwo da umeinander gerannt und dann sägt er da nicht durch den Block durch. Hätte mir ich gedacht, aber anscheinend hat er das. Der hat aber auch da schon als Laufer angefangen gefühlt. Da herunten, da kann er mich nicht sehen. Also der geht jetzt da. Was tut er jetzt da? Achso, okay. Ja, toll. Ja, der ist wieder der Beton-Gusseisenmann. Ja, den kannst du auch nicht staggern, die Drecksau. Okay, nein, mit dem legen wir uns nicht an. Den müssen wir von hinten abstehen. Das ist ein bisschen... Kommt man da von der anderen Seite nicht? Nein, da müssen die mit der AT drauf schießen, gell? Aber wir haben noch keine Artillerie nicht gefunden. Die haben eine Grabenkeule, ja, die deren weh. Die scheinen mir auch ein bisschen besser panzert zu sein, wie die normalen Dudes, die mit der Schaufel da rumrennen. Jetzt probieren wir mal was, ob man vielleicht auf dem Hinweg... Ja, wir müssen, glaube ich, genau zielen. Durch das Loch kannst du etwas hören, das sich nach vielen Ratten anhört. Von dort müssen sie also kommen. Eine Granate sollte das Problem sein. Weißt du, wie's... Ja, was soll denn gegen den da? Ja, schieß mir jetzt, du kannst mir mal am Arsch lecken. Auf. Jetzt fällt er auf einen Schuss um. Okay, es ist also nicht so hundertprozentig berechenbar, was man mit den Gegnern tun kann und was nicht und wann die sterben und überhaupt sowieso. Ich hätte jetzt eigentlich gern da ins MG-Feier zurück aus wieder einer gelockt oder irgend sowas. Aber... was war da? Lass die Tür entriegen. Wo geht's da hin? Oh, da ist auch wieder einer, da gehen wir da. Wir haben nicht mehr Verheilung dabei. Vorher haben wir übrigens auch irgendwann einmal eine Granaten gefunden, die haben wir jetzt auch nicht mehr gefunden. Schauen wir mal, wegen dem haben wir eigentlich gekommen. Was ist das? Drahtschneider! Drahtschneider Hälfte! Okay. Okay. Ja, besser wie nix. Was ist da drin? Für was sind Zigaretten? Ich möchte mich für Zigaretten, die helfen mir alle jetzt Scheißdreck. Ich komme so viel raus wie morgen, wenn der Grabenkeulen-Sepp kommt, sagt er, hau ab! Ha, nochmal Zigaretten. Ich brauche keine Zigaretten, ich brauche... Was haben wir jetzt da? Einen Grabenschneider, den wir untersuchen. Eine Hälfte eines Drahtschneiders. Wo ist die andere Hälfte? Ja, super. Damit kannst du den Draht schon mal zur Hälfte durchschneiden. So klar, das... Spreng ich ab! So, ich muss mir jetzt da was einbauen. Jetzt laden wir nach. Nachladen dauert lang. Wir gehen nirgendwo mehr hin, wo man nicht nachgeladen ist. Und dann habe ich das Gefühl, müssen wir das Ding fressen. So ist das. Ja, es ist schon herausfordernd. Moi, gefällt mir. Gefällt mir gut. Was sagt ihr? Muss ja ganz ehrlich, so, was sagen Sie? Interessantes Spiel. Finde ich. Mal da einer. Mal irgendeine Orientierung kriegen. Kommunikationsgraben West. Fort so will. Tür entriegelt. Finde Pierre und suche Hilfe. Aber ist er ins Lazarett nicht, hat er noch nicht gesagt, nach Süden gegangen? Zigaretten sind die Punkte fürs Ranking am Ende. Ja, dann kriege ich aber einen Schlaganfall, das ist ja schon klar. Ja, da gehen wir jetzt halt auch nicht weiter, da waren wir auch noch nicht. Also das ohne Gebiet haben wir cleared. Ja, da ist der Gasmarisepp wieder. Wo ist er? Ich glaube, ich habe ihn da kurz gesehen. Jetzt schauen wir mal, was er tut. Weißt du, wie sollten die den von hinten der Schlung... Ja, wenn er sich sofort umdreht und... Das ist so ein Dummschiss. Ja, und dann bist du wieder unverwundbar, du Arschloch. Schießt er in der hässliche Fresse.
Okay, der geht, wenn ich einer komme, nach unten. Wenn ich mich schick, kann der, da bleibt er kurz stehen und dann kann den vielleicht der Schlong. Probier's. Anscheinend nicht. Ja, super tolle Wurst. Ist die Frage, ob der jetzt mal wieder Health regeneriert oder nicht. Schau mal, jetzt geht er da nach rechts. Na, jetzt, mein Gott! Also, zack, zack! Bleibe 3 Sekunden stehen. 3, Alter. Der ist aber auch jetzt mal woanders. Jetzt geht's. Ein bisschen länger stehen. Haben wir jetzt ein Beitel gefunden, oder was? Ich weiß jetzt nicht, was mir das weiterhelfen soll, aber gut. Ja, Pistolenschuss, her mit dem Schund. Da war noch irgendwas. Ja, Zigaretten. Waffen und Werkzeuge können in der Feldtasche ausgerüstet werden. Sei immer kampfbereit. Da waren wir da schon? Die Tür wurde mit dem Unterstützungsdingsbums. Ah, wird nicht mehr länger benötigt, er wird weggeworfen. Das ist eine gute Mechanik. Gute Mechanik. Gute Mechanik! Jetzt schauen wir mal, der alte Transporttunnel. Das ist der Reservegraben, das ist unser Startpunkt. Verriegelte Tür, Versorgungsgraben, andere Schlüssel haben wir noch nicht. Da waren wir vorher mal, glaube ich. Und wir haben eigentlich nicht weit weg von einem Safe Room und da gehen wir jetzt einmal schnell hin. In der Hoffnung, da ist sonst keiner. Poilu, du hast mich erschreckt. Hallo Poilu. Was darf's sein? Handeln, aufwerten, reden. Jetzt bei so Wort. Zigaretten zum Handeln, bitte. Ja! Es ist eine Währung. Dachte ich mir doch. Schau hin. Okay, was haben wir da? Um Gottes Willen. Oh, größere Tasche. Messerscheide. Was kann eine kleine Scheide? Scheide. Habt ihr eigentlich dieses Produkt schon mal gesehen? Scheide. Wer bei mir keine Werbung machen möchte, ist einfach selber schuld, okay? Schnauze. Eine kleine Scheide, in der du dein Messer stecken kannst, solange du es nicht brauchst, gewährt dauerhaft einen Spezialplatz für das Messer im Inventar. Okay. Ein Marker-Set. Eine Sammlung alter Marker, mit denen du wichtige Orte auf deiner Karte markierst. Okay. Coole Mechanik, dass da extra was gibt zum Kaufen. Dass ich auf der Karten was markieren kann. Cool. Gold. Eine vergoldete chinesische Replik der deutschen Standardwaffe. Die unsauberen Markierungen am Visier verraten, dass es sich um eine Reproduktion handelt. Diese halbautomatische Pistole hat nur geringe Genauigkeit und mittlere Feuerkraft, dafür aber eine immense Magazingröße. Ich habe die Director's Cut Version gekauft. Da ist die anscheinend dabei. Der Mauser! Eine gute alte Mauser! Ich habe mal für Mauser, das war so 2005, ist lang her, habe ich für Mauser in meiner damaligen Arbeit mal eine 3D-Animation gemacht für einen Eurofighter, wie ein neuer Lademechanismus von irgendeiner Gatling Gun oder so funktioniert. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, aber das war so ein Lademechanismus, das aus einem Flieger, wenn der ballert, ja, und der ballert dann nicht so, peng, 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 sondern so, und dann hat er 40.000 Schuss verschossen. Und was passiert? Die ganzen Shells fallen nicht raus, die ganzen Hülsen fallen nicht raus, die kannst du nicht da oben umeinander fliegen und dann 4.000 Patronen da fallen lassen, das ist irgendwo ein Krampf. Und der hat quasi
die Patronen eingezogen, abgefeiert und dann hat es der Gurt wieder in den Flieger eingezogen, ohne dass quasi ja, die Hülsen nicht rausfallen. Und da hat damals Mauser tatsächlich unsere Firma eine Anfrage gestellt, so mit, hey, könnt ihr das auf 3D machen und so und dieses Konzept halt zum Verständnis für die Piloten machen und so und das habe ich machen dürfen, weiß ich noch. Gute Entscheidung. Man kann nicht wissen, wie viel das mein Chef, mein damaliger Geld dafür gekriegt hat. Ich habe nichts gekriegt. So, die ist auch umsonst und die, glaube ich, ist in der Director's Cut Version dabei. Die kaufe ich jetzt! Alle kaufen die! Ich hoffe, es nützt dir was. Was darf sein? Kaufe deinen ersten Gegenstand beim Händler. Cool, dass es einen Händler gibt. Schön. Grabenschaufel. Die kauft man nicht, die geht kaputt. Reparaturset. Ein Werkzeugkasten mit Utensilien zur Reparatur beschädigter Nahkampfwaffen und Körperrüstungen. Es gibt Rüstungen? Ich möchte eine große Taschen, möchte ich. Munitionstasche. Militärische Munitionstasche zur Befestigung an der Uniform. Erhöht die Munitionsstapelmenge pro Taschenplatz um 10% der Basisstapelmenge. Ja, und wenn die Basisstapelmenge 8 ist, kriege ich dann 0,8 Platz mehr. Das ist ein bisschen komisch. Fangen wir mal von unten an. Granate 75 mm. Für Standardartillerie, dient zum Räumen ganzer Gräben. Alter, du musst die Zigarettenkacke sammeln, damit du die Artillerie benutzen kannst, um so Wege frei zum Schießen. Okay. Kleiner Schlüssel, ein winziger Schlüssel, scheint zu klein für herkömmliche Türschlösser, vielleicht passt er in ein Schubladenschloss. Die gibt es in Resident Evil auch. Drahtspule. Eine Spule Stacheldraht dient zum Ausbessern von Parapets, die das Vordringen feindlicher Truppen erschweren. Kann man wahrscheinlich auch brauchen. Lampenbatterie, Alkohol, Stoff. Weiß ich nicht, was der Unterschied ist? Chemikalien, Schießpulver B, um Schießpulver B herzustellen, um Schießpulver C herzustellen oder kombiniere es mit Chemikalien, um Gewehrmunition herzustellen. Granaten, Reparaturset, Grabenschaufel, goldene Mauser, die Hammer, Markerset, Messerscheide, Munition. Was das da herum sind die wirklichen interessanten Sachen da. Waffenteile, Waffenersatzteile zur Anfertigung von Schusswaffen. So, hier die größeren Taschen möchte ich haben. Da sparen wir mir selber auf 250, das sagt der ich. Ansonsten sehe ich da jetzt nichts, was wir irgendwie brauchen können. Verkaufer können wir auch. Messer kann man nicht verkaufen. Warum nicht? Drahtschneiderhälfte auch nicht. Scheinen Quest-Gegenstände zu sein. Pistolenbadon, goldene Mauser, Ruby-Pistole. Ja, vergleichen wir doch einmal die zwei Werte dieser Pistolen. Vielleicht können wir die Ruby-Pistolen wirklich verkaufen. 250 Stück für einen Inventarplatz. Den nehme ich. Inventar ist everything und ihr wisst es. Schauen wir mal, was aufwerten kann. Mit den Waffenteile. Mit den Waffenteile kannst du deine Waffen verbessern. Das Spiel hat deutlich mehr Tiefgang, als ich das dachte. Das sagte ich. Cool. Wenn wir reden? Sieht aus, als wären nur wir übrig, Poilu. Alles ging so schnell, diese Bastarde. Unsere Abmachung steht noch. Lass mich wissen, wenn du Zigaretten übrig hast. Und solltest du irgendwelche Waffenteile finden, kann ich deine Waffen aufwerten. Na, Kumpel, worauf wartest du? Okay. So, jetzt schauen wir mal, was die kann. Untersuchen. Feuerkraft 1. Magazin 10. Oh, der hat 10% Crit. Nachladegeschwindigkeit haben beide gleich langsam. Aber das ist wichtig. Feuerkraft ist 1,0. Untersuchung. Feuerkraft 1,0. 0,595. Dieser viel schlechter! Verkaufen! Hoffentlich tut er die Munition aus, sonst kriegen einen Anfall. Die gute Mune, da kannst du die gute Mune wegschmeißen, da steckt ein neuer Schuss drin. Schauen wir mal, was passiert. So, aufwerten. Nein, nicht aufwerten. Handeln, Verkauf, Ruby-Pistolen. Weg beim Schaden, sagen wir 69 Zigaretten. Ich darf kein handeln. Aber 69 Zigaretten. Wenn die nicht einmal nice klingen, dann weiß ich es auch nicht. Weg mit dem Schutt! Ist mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, mein Freund. So, wie viel Munition haben wir jetzt? Natürlich kriege ich die Munition nicht zurück! Entladen wo?
Hab ich mir auch gedacht, springe. Hab ich nicht gefunden. Aber gut. Dann der wir zuweisen, ist der Kopf, eigentlich hätte man die 10 Schuss noch verballern sollen. Wir Trottel! Naja, gut, hilft nicht. It is what it is. It is what it is. So, können wir jetzt da von ihm noch irgendwas brauchen? 250 Zigaretten brauchen wir, damit wir loslegen können. Was ist da drin? Ist da drin? Was haben wir da? Nochmal Waffenteile! Da drin? Ja, gut, dann kriegen wir da 5 Schuss zurück. Okay, bin schon stark. So, was haben wir da? Hier Schießpulver, Gewehrpatronen, Stoffverband. Da brauchen wir eigentlich alles, hätte ich jetzt gesagt gehabt. Vielleicht können wir den noch verstauen. Sobald wir die anderen die Hälfte finden, können wir wieder herkommen. Kannst du die neue Pistole gleich aufwerten. Das ist der Plan. Das ist so ein bisschen der Plan. Und zwar... Oh, hoppla. Oh. Zigaretten! Damit respawnen die Fassel? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Oh, das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Fassel, wichtig. Ja, werten wir auf. Die Frage ist, wohin? So, aufwerten. Soll ich die Feuerkraft erhöhen? Dann wird es 1,2. Das ist jetzt auch nicht der Teufel. Nein. Hast du dir das anders überlegt? Ja. Nachladegeschwindigkeit wird von 2 zu 2? Feuerrate interessiert mich eigentlich auch nicht. Magazingress ist interessant mit 14 Schuss. Von 10 auf 14 upgraden ist gut, aber der Schaden plus 20%, gut, 20% Schaden sind 20% Schaden, brauchen wir nicht schmerzen. Wir werten auf Schaden noch einmal, mindestens. Jupp. Standard war einmal, werte zum ersten Mal eine Waffe auf, Achievement kassiert. Warum kann ich das jetzt nicht nochmal aufwerten? Da steht doch bum 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 bum. Naja gut, machst Magazingröße. Schaden ist wichtiger als Damage, ist absolut richtig. Feuerrate interessiert mich eigentlich auch nicht. Warum steht da 2? Ach, weil es 2 Waffenteile braucht, oder was? Nicht genug. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Und es kostet. Ja, okay. Es wird von 0 zu 2 und kostet 2 Waffenteile der nächste Punkt. Verstehe, aber warum kann ich das nicht? Na, ist ja wurscht. Hilft nicht! Mehr Magazin rein. Passt schon. So. Wunderbar. Da schauen wir doch mal richtig stabil aus. Und dann aufwerten, handeln vielleicht nochmal. Haben wir irgendwas Tolles? Nö, oder ja, was Tolles. Das Menü hätten wir ein bisschen kompakter machen können, aber sonst passt schon. Sonst glaube ich, brauchen wir nichts. Gehst du mal weg da, speichern. Jo. If erst später in der Story verfügbar. Auch möglich, dass ein bisschen, dass nicht zu krass ist. Wenn man wirklich jedes einzelne Teil findet, bis zu dem Weg daher. Jetzt schauen wir mal. So. Wo müssen wir hin? Was brauchen wir da? Verriegelte Tür, Blockhaus. Interessiert uns nicht. Tür entriegelt, fort zu will. Ja, mit oben. Sehen wir, wie da unten eigentlich ist. Ja, ja. Der Gastransport. Ich bin also ein Trottel. Der Gastransport. Was ist so unser nächster Testi? Was ist unser nächster Testi? Die Tier da oben haben wir auch noch nicht angeschaut. Sollten wir noch tun. Und ansonsten da ich jetzt da einfach mal in dem abgeschiedenen Zimmer nochmal nach unten gehen. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal die Tier noch an. Das ist so das Einzige, was uns noch abgeht. Und die links unten. Wo sind wir gerade? Wir sind da. Dann gehen wir oben und da links oben. Wir müssen in Richtung Lazarett. Das ist so unser Destination. Herr Zappel, Grubenhäufer, der Bürger, schöne Grüße aus Irland, Dublin. Bei uns hat es gerade entspannte 20 Grad und es ist sauschön. Merci dir, viel Spaß in Irland. Sauber Guinness für mich. Zappel, merci dir. Hey, und ihr übrigens, restlicher Chat, ich habe halt was etwas Größeres in Annex. Ich muss den Typen da killen. Ohne dass wir am besten da in und reinlaufen.
Immer da, wo er kurz stehen bleibt. Unterm G kann ich nicht aufziehen und kann ihn nicht umbringen. Oder man umlauft man einfach. Ne? Hört mich der laufen? Nein. Da liegt was. Freilich nicht mehr Grabenschaufel, mich kann man überbrauchen. Macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden, wie es müsse. Gehen wir da rüber. Zigarette. Trümmer. Artilleriegeschoss. Okay, also wir müssen irgendwo dieses Artillerieding finden. Jetzt gehen wir da gleich mal wieder rein. Dann hilft uns das da auch nicht weiter. Gut, ganz rechts gehen wir in den Reservegraben. Da ist einiges zu holen und da... Unterstützungsgraben West. Habe ich irgendwas übersehen? Mein Tagebuch. Oh, genau das habe ich übersehen. Wo er gelegen hatte, fand ich eine Notiz. Sie verweist auf das Grabenlazarett im Unterstützungsgraben. Dort muss es sein. So, Unterstützungsgraben wo? Kommen wir doch nicht ein bisschen. Das ist der Unterstützungsgraben. Ach, okay. Okay, das ganze Gebiet da ist der Unterstützungsgraben. Die Artilleriegranate kannst du doch kaufen, genau wie den Draht. Das ist grundsätzlich richtig. Das mit dem Draht, der kehrt da und da hin. Ich weiß bloß nicht, was das bringt. Dann kommen da keine neuen Gegner hin. Das ist mir aber momentan noch wurscht. Und die Artilleriegranaten, die werfen wir ja nicht einfach drauf. Ich habe noch gar keine Artillerie gefunden, wo ich die Granaten reinstecken kann. Aber vielleicht im Reservegraben. Who knows? Jetzt gehen wir mal daher. Gehen wir da irgendwie schöner hin, auf und da rundherum und dann haben wir wieder da. Ja, gehen wir oben rundherum. Frage ist also ein bisschen, ob die Gegner respawnen. Hier nix. Weißt du, was macht sonst der Draht für einen Sinn? Oder ist da irgendwann ein Event, wo es dann alle da reinstürmen oder keine Ahnung, was da passiert? Oder passieren kann. Jetzt laufen wir da einmal ein bisschen nach unten. So. Da oben in der Mitte. Oh, jetzt, wir trinken jetzt einmal so ein Saftal. Ich mag schauen, was das tut. Heilt uns das Feuer oder was tut das? Alte Salben. Zwischen den Salben verbergen sich 3 Gesundheitsfläschchen. Ein Fläschchen trinken. Ja. Du hast ein Fläschchen ausgetrunken, 2 Gesundheitsfläschchen verbleiben auf dem Regal. Okay. Nicht mehr so. Die Tür scheint von der anderen Seite verriegelt zu sein. Wieso ist mir das nicht angezeigt worden? Jetzt wird es mir angezeigt. Na gut, dann haben wir da verriegelte Tür, Blockhaus, Versorgungsgraben, Schlüssel haben wir keinen. Also das Einzige, wo wir so richtig hinkennen, ist das da. Da ist der Schaufeltyp und der Keulentyp und da der Leiter runter. Okay. Schauen wir uns das rechts unten noch, bis wir den nächsten Safe Room finden. Ich muss euch noch was in Annex sagen, meine Damen und Herren. Ihr könnt es übrigens heute auch noch ausprobieren. Schaut noch nicht viel aus, aber für mich ist es riesengroß. Riesengroß. That's what she said. That's what he wishes. So, raus hier. Dann gehen wir mal da um und schauen wir, was da so los ist. Da waren die 2 Typen, gell? Der Schaufelsepp war da. Wie viel Schuss haben wir? Oh, wir haben richtig viel Schuss. Schauen wir mal, ob wir den irgendwie vielleicht erschlagen können. Manchmal fallen sie auf 2 Schläge und manchmal auf gefühlt 5. Wo ist es? Hat der was droppt? Nein. Wo ist jetzt der andere, der mich letztes Mal verfolgt hat? Irgendwas her. Okay, der geht unten. Den beobachten wir jetzt, wo der stehen bleibt und wo man killen können. Bitte geh nach rechts und bitte bleib kurz stehen.
Okay, tschüss. Okay, ciao. Okay, ciao. Aber ich weiß jetzt wenigstens, wo du stehen bleibst, du Huren. Bin schon fort. Tschüss. Tschüss mit dir. So, nochmal. Absolutes Pro-Gaming, möchte ich behaupten. Liegt der Schaufel, nimm mich mit! Alle nehmen die Schaufel mit! Grab! Solange kein zweiter kommt, geht's. Ich muss bloß warten, bis er aufzieht und dann der Schlungen. See kann man easy staggern. Und wenn es eine Stunde dauert. Ist mir wurscht! Stirb! Ich ergebe mich! Da ist da die Asung! Hoppla. Oh, da geht's rein. Mal schauen. Jetzt mal alle Tieren ausprobieren, wo man überall rein kann und wo nicht. Kann man ihm irgendwie umlaufen? Nicht wirklich, gell? Wir wissen mal nicht, wie viele das da unten sind, aber der hat auf alle Fälle ein Gewehr. Ein Schießgewehr! Dynamitri. Für den höchsten aller Zwecke. Kriegsanleihe. Aha. Na, da wursteln wir uns jetzt noch schnell durch. Schauen wir uns an. Was ist das? Einberufungsjahr 1896 bis 1899. Einberufen in Territorialheer. Einberufungsalter 38 bis 35. Einberufungsjahr 1900 bla bla bla. Reserve. Aktives Heer 23 bis 21. Naja, verhalt's mir einfach einmal eine ganze Generation junger Männer, weil warum nicht? Ah, der Verband ist auch wichtig. Ja, nehmen wir mit. Wie schaut unser Inventar aus? Gar nicht mal so gut. Wir haben nur noch 3 Slots. Die geschissene Schaufeln können eigentlich zurücktragen. Das ist der Helmschlüssel. Okay. Zigarette. Was haben wir da? Was ist denn das? Bernard Moreau, 1914. Ist auch cool gemacht. Für so ein, wie soll ich sagen, Investigation. Michael Mathieu, Paul Saint-Pierre. Ich kann ihn lesen. Gibt es da sonst irgendwas zum Finden oder so? Sprengstoff, Flieg und Sieg. Da mit Knarre aus der. Der die war geschlagen. Da mit Sicherheit wieder irgendjemand bei ihm mitkommen und schaut. Tagebuch, Eintrag! 26. Mai 2016, ja genau. 1916, Bernhard ist nicht mehr derselbe, seit er von der Höhe 304 zurück ist. Er spricht nicht mehr, zittert Tag und Nacht und klammert sich an alten Feuerzeug seines Vaters fest, als sei es aus purem Gold. Keiner weiß mehr so recht, was mit ihm anzufangen. 27. Mai. Bevor zu will, haben die Kämpfe wieder angefangen. Wir warten hier als Reserve für den Fall, dass noch mehr Männer fallen. Das Trommelfeuer scheint direkt aus der Hölle zu kommen. Oft verfehlen sie das Vor und treffen stattdessen unseren Unterstützungsgraben. Bernhard pisst und scheißt sich neuerdings in die Hose. Als hätten wir nicht schon ein Ratenproblem. 28.05. Ein Offizier hat Bernhard gestern Nacht aus den Unterkünften getragen. Wir haben ihn seither nicht mehr gesehen. Der Schossene wahrscheinlich. Scheint, als habe er sein Feuerzeug in seiner Schließkassette eingeschlossen. Victor hat versucht, sie aufzubrechen. Bernhard bräuchte es ja nicht mehr, meinte er. Die beiden sind nie gut miteinander ausgekommen. Wenn er mehr als Wolle im Kopf hätte, würde er Bernhards Geburtsjahr ins Zahlenschloss eingeben. Jeder Vollidiot hier benutzt sein Geburtsjahr als Code. Wir haben doch so ein Geschlechtsi irgendwo gehabt. Jetzt nochmal. Wir brauchen einen Bernhard. Bernhard sein Geburtsjahr braucht man als Code. Tagebuch Eintrag. Ah gut, das Tagebuch haben wir dabei. Das ist gut. Was haben wir da? Überprüfen. Einberufungsjahr. Eingerufen 19 Jahre. Einberufungsjahr neu. Aktives Jahr 18 bis 19 Jahre. Hundemarken checken. Ja, ja.
That's the plan, aber ich hab die Schließkassetten noch gar nicht einmal gefunden. Ist das da in einem anderen Raum dann, oder was? Jetzt schauen wir mal. Das ist eher... Da ist er. 1914! Da ist er gefallen. Jetzt passen wir auf. Da ist aber gestanden, die Einberufung der Reserve ist 18 bis 19 Jahre alt. Das heißt, wir haben 1896... 1896 oder 1897. Irgend sowas. Rein in den Chat, falls wir es finden, ansonsten müsst ihr es bis nächste Woche merken. Schauen wir da mal weiter, da kommen wir nicht rein. Wie schaut's denn da herin? Ach, da kann man noch mal rundum laufen. Jetzt warte mal. Einberufungsjahr 1914. Aktives Heer 19 bis 20 Jahre. Na, dann müssen wir 1914 minus 1920 machen, dann haben wir bei 1894 oder 95. Oder 96. Irgend sowas auf alle Fälle. Kriegen wir schon. Und da haben wir 19 Jahre. Woher soll man mir wissen? Steht auf der Hundemarken drauf? Ja, irgend sowas. Irgendwas mit 1800. Bums mir durch. So, erstmal Zigaretten klaut, Schließkassetten. So, das war schon mal komplett falsch. Nach unten zeigen kann man nicht. Hoppala. Wieso geht denn eigentlich noch entriegeln, Nummer wählen? Okay, so geht's. 1900. 1800. Probieren wir einfach mal 96. Nein. Sorry, denn. Sehr coole Art und Weise, den Code zum Verstecken. Nicht einfach auf irgendeine Notiz behindert draufschreiben, sondern du musst nochmal um ein Eck denken. Sehr clever gemacht, gefällt mir sehr gut. Was ist jetzt da drin? Da drin! Und das? Feuerzeug, leer, aufheben. Ja, freilich. Was tue ich mit dem Feuerzeug? Untersuchen. Britisches Messingfeuerzeug mit ersten Rostflecken. Kann aufgefüllt zum Anzünden verwendet werden. Es ist komplett leer und erfordert ein bestimmtes Feuerzeugbenzin. Ah, okay. Wieder ein Item gefunden, mit dem wir vielleicht weiterkommen. Das heißt, hier drin gibt es anscheinend nichts mehr zu holen und da ist eine verriegelte Tür mit Helm. Speck gefällt mir. Sehr gut sogar. Interesting Concept. So, jetzt müssen wir aber irgendwie den anderen Affen da schießen. Da waren wir schon, glaube ich, oder? Ja, da haben wir das Dynamit gefunden. Um das Dynamit anzuzünden zum Beispiel. Ja. Jetzt gehen wir aber erst noch da rauf und durchsuchen wir den ganzen Bums da. Da scheint mir nämlich keiner mehr zu sein. Was haben wir da? Das Dynamit ist feucht geworden, so ist es völlig nutzlos. Erstmal looten, dann erstmal schauen. Ja, lassen wir Gegenstand benutzen. Die Tür ist mit starkem Militärseil verbunden. Es ist zu dick für ein Messer, es scheint aber in Öl getränkt zu sein. Feuerzeug leer benutzen, ja. Kann hier nicht benutzt werden, wer hätte das gedacht? Okay, da ist nur ein Weg versperrt. Wird das notiert? Verbarrikadierte Tür, Seil. Ich nehme mal an, das wird mir... Was, bevor jetzt der da umeinander schreit, der mir den gefallen kommt. Lass es dann wenigstens ein Loot fallen, wenn ich das schon gefallen tue. Du Penner! Was haben wir denn jetzt wieder? Kommunikationsgraben Ost. Aber wieder einen kompletten Weg. Na, da gehen wir jetzt da zurück aus. Die Tür müssen wir noch checken und die Tür müssen wir noch checken. Sonst erschließt sich uns da Seil, Messer. Es ist gerade. Sprengi! Hast du wieder das Baumenü nicht gelesen? Da ist gerade dabei gestanden, ein Messer. Für ein Messer ist es zu dick. Haben wir wieder nicht gelesen? Haben wir wieder nicht gelesen? So, gehen wir da. Abflug. Und da schießen wir den Affen oder wäre der irgendwo ein Safe Room in der Natten sein einmal. Da gibt's ja den erst nicht. Jetzt gehen wir da mal vorbei. Hier schon wieder. Oh. Blockhäuser verriegelt. Da kommt ein wenig Gas raus, so wie das gefällt.
Gehen wir mit da rein. Was ist hier, was ist das? Was ist das? Benzin! Ja. Nimm ich. Kombinieren. Ja, das ist, ich schütte aber heute auch kein Benzinkanister in mein Feuerzeug ein. Das war ein wenig ein Schwachsinn gewesen. Das hätte mich jetzt auch gewundert, aber man kann es einmal probieren. Was haben wir da? Pistolenmund. Jawohl. Was ist das da? Oh! Ist das die Latrine? Sehe ich das richtig? Ja, das sind tatsächlich Latrinen, lol. Was ist da? 25 Zigaretten hat jemand ins Scheißhaus eingeworfen! Herr John spielt! Merci für den Resub. Kuss auf die Nuss. Merci für 45 Monate. Dankeschön. Na gut, dann ist da nicht mehr recht für mehr. Dann müssen wir oben und dann einen Dude da umknallen. Das hilft ja nicht. Ich meine, der zielt mit dem Gewehr auf uns. Können wir den da stehen, meinst du? Nein. Sehr schön! Drop was! Droppt da wieder nix. 3 Schuss ist der Kill. Oh, was ist das? Chemikalien! Ja, also können wir uns beim nächsten Mal. Können wir uns. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Da bin ich gespannt, was das noch wird, da mit den Lecher mit den Ratzen. Auch interessant. Was ist das da? Scheiße, weil das was so mit Luftsprengen gewesen, sage ich das richtig, das probiere ich jetzt schnell aus. Natürlich, Kruzifix. Das brennt sogar. Das brennt sogar ganz schön. Nicht brennen! Schlafunterkünfte, da waren wir, Notfallkommandozentrale und da geht's in den Kommunikationsgraben Ost. Ja, dann haben wir da noch nicht so recht viel gefunden. Wir merken uns, da geht's weiter beim nächsten Mal. Oder in dieses abgeschiedene Zimmer. Kannst du mal dermaßen Gift draufnehmen, dass wir das nochmal spielen. Ich find's wirklich gar nicht schlecht. Interessantes Konzept. Und dass das in einer mehr oder weniger 2D-Umgebung genauso funktioniert wie mit Resident Evil und wirklich genauso funktioniert wie in Resident Evil, ist schon erstaunlich. Interesting. So, hier Halde. Das bringt uns alles nichts. Jetzt hoffe ich, dass wir an dem anderen Soldaten da vorbeikommen. Zum Safe Room kommen. Ja, wir müssen an ihm vorbei. Benzin für einen Generator. Gar nicht mal so blöd. Gar nicht mal so blöd. Aber da gab's keine Interaktionsmöglichkeit. Da hat er bloß hingeschaut so mit Benzin aus. Aber vielleicht ist das jetzt halt anders. Das kann natürlich sein. Jetzt schauen wir mal. Dass wir das nächste Woche nicht machen müssen. Schaufel weg. Dynamit weg. Chemikalien weg. Bei den zwei Sachen bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber Benzin, ja genau, den wollen wir untersuchen. Ein Metallkanister mit Benzin kann ausgeschüttet werden, um eine brennbare Oberfläche zu erzeugen, die mit einem Feuerzeug einem Schuss entfacht werden kann. Okay, das scheint mir nicht für den Generator zu sein. Da hat es nämlich, wie gesagt, auch keine Interaktionsmöglichkeit gegeben. Da kommen wir leider 10. damit. War Resident Evil schon immer 3D? Ja, der Sprengi schreibt auch gerade, naja, Resident Evil war ja quasi auch eine 2D-Umgebung. Stimmt auch irgendwo und ist der Technik da gar nicht mal so weit entfernt. Du weißt, was ich meine. So eine richtige Top-Down-Ansicht und so, dass das Prinzip einfach, das funktioniert einfach. Und das ist schön zu sehen, dass das exakt 30 Jahre später immer noch funktioniert. Wobei der Vorreiter ja eigentlich Alone in the Dark war und nicht Resident Evil. Wenn man mal ganz ehrlich ist. So, Freunde der Sonne. Was halten Sie von diesem Spiel? Ich find's interessant, ich find's gut. Kleidung. Okay, da kann man Sachen auch noch freischalten. Ich find's gut. Es ist nicht leicht, es ist nicht schwer. Da hat sich jemand was denkt. Ich find's gut. Meine Damen und Herren, das war kein Script.
Spielen wir nächste Woche nochmal, da kannst du Gift drauf nehmen. Fertig werden der wir wahrscheinlich diese Saison nicht mehr. Wir haben nur noch diese Woche, nächste Woche und übernächste Woche. Und dann bin ich raus, meine Damen und Herren. Dann bin ich hier, ist hier Sommerphase. Bist du deppert? Leck mir am Arsch, du. Zurück zum Desktop! An alle, die sich nach dem Gameplay direkt schleichen. Ich brauche halt alle, die einen NX-Account haben und NX gespielt haben. Zum was testen. Jetzt dann gleich. Alle, die sich schleichen. Drückt vorher noch auf den Like-Button, das würde mich sehr freuen. An alle neuen Zuschauer, who knows, ob wir sie nicht haben. Abonnieren Sie diesen Kanal, kostet nichts. Kannst du auch alle 5 Minuten kostenlose Paulaner-Spezi-Werbung hören. Der LP Dragonfly schreibt, 2 Spiele, falls du mal Lücken wieder füllen musst, Stanley Parable und Grand Mano. Stanley Parable habe ich schon lange auf der Liste. Noch 5 Mal Bierger, dann sind Sommerferien. Das stimmt allerdings. Kannst Klarlack draufnehmen. Da kannst du Klarlack draufnehmen. Das nehme ich nicht, das spritze ich mir bloß. Anders rede ich nicht mehr an. Ist auch interessant mitzuschauen. Das hätte mich jetzt interessiert, wie ist denn zum Zuschauen? Ich glaube, das ist dasselbe Prinzip wie in Resident Evil. Ich glaube nicht. Und nach der Sommerpause ist weder Horror-Oktober, da ist erst bis September. Ich weiß aber, was ich so. Ihr könnt euch selber einen Gefallen tun. Hypt euch einmal selber nicht diesen Horror-Oktober bis in was weiß ich wohin. Ihr macht es euch selber kaputt. Das wird GTA 6. Die Erwartungshaltung, die ist da oben. Ihr seht es gar nicht, wo die Erwartungshaltung ist. Und dann sind Leute wieder enttäuscht, wenn es nicht komplett eskaliert oder sonst irgendwas. Und solange They Are Here nicht raus ist, eskaliert der Horror-Oktober auch nicht. 8 von 10 bin am Schmusen? Ich find's gut, aber auf dem Handy ist es ein bisschen blöd. Ja, ich find generell auf dem Handy alles blöd, aber ich kann ihn nachvollziehen. Kann man diesen Horror-Oktober vorbestellen? Ja, komm mal. Wenn du jetzt einen 50er einwirfst, dann 6. Horror-Oktober in HD. Der Zanger selbst schreibt, ich hab mir gedacht, das ist nix, aber du hast das Gegenteil bewiesen. Ich und Frau waren gespannt dabei, fanden es super. Ja, schau her! Ich hoffe, das ist eine ehrliche Meinung, aber davon gehe ich jetzt einmal aus, weil es da war ein totaler Schwachsinn, wenn das jemand schreibt und das ist nicht wahr. Aber ist ja schön. Ist schön. Wir müssen unseren Bruder finden. Hab ich gehört, dass der Bürger um 50er Tonus bettelt? Nein. Wenn da jetzt jemand einen 50er wirft, dann hab ich die nicht drum bettelt, sondern ich hab die einfach verarscht. Sehr spannend, habe immer wieder mein eigenes Spiel unterbrechen müssen. Spielst du auch gerade oder spielst du ein anderes Spiel? Der Capricorn schreibt das nicht. Schreibt das nicht. Capricorn nicht falsch verstehe. Was ich jetzt gleich tue. Ich kann nichts mit dieser Nachricht tun. Du hast absolut recht, aber da reden wir nicht drüber, weil damit infizierst du andere. Warum sollte die Loing war aktiv dabei? Nein, das sage ich ja damit. Warum sollte das jemand einer schreiben, wenn es nicht stimmt? Aber du kennst halt Leute im Internet. Da schreiben 99% bloß Krampf. So. Jetzt trinken wir erstmal was. Pisswarmer Spätzle, herzlichen Glückwunsch. Guild Wars 2 spielt er. Okay. An Horror-Oktober können wir dann am 1.10. hypen, wenn es wirklich soweit ist. Und wir gute Spiele haben. Weil wenn nämlich der hier nicht rauskommt dieses Jahr bis dahin, dann haben wir genauso viele Horrorspiele wie letztes Jahr. Und dann müssen wir die letzten kleinen Indie-Games rausgreifen und dann wird es langsam eng. Wir haben mittlerweile so viele Horrorspiele gespielt, dass nicht mehr recht viel übrig sind, meine Damen und Herren. Deswegen soll jetzt ja jeder ein bisschen zurückhalten, wie dermaßen krass der Horror-Oktober wird. So. Also, jetzt passt's auf. Wo haben die Annex-Spiele? Wer weiß nicht, was Annex ist? Okay, nein, die Frage stellen wir jetzt nicht, weil wenn es jemand nicht weiß, fange ich wieder an zu erklären, was Annex ist und das dauert eine Dreiviertelstunde. Annex ist mein eigenes Spiel. Okay? Habe ich gemacht. Läuft aktuell in der zweiten Runde, in der zweiten Casual-Runde. Ja? War auch so angekündigt, die wird Monate dauern und die ist nur da, damit sie die Leute, die noch Bock haben, einfach dahin spielen können.
Eine kompetitive Runde. Es gibt noch keinen Plan. Ich kann euch nicht sagen, wann. Es wird noch ganz, ganz, ganz furchtbar lang dauern. Sag ich auch, wie es ist. Also vor der Sommerpause sowieso nicht. Irgendwann nach der Sommerpause. Aber, sonst darf ich nicht damit anfangen, langsam kriege ich wieder Bock rumzuwerkeln. Ja, und damit ich genug Zeit dafür habe, die Dinge fertig zu kriegen, die ich machen möchte, fange ich heute früher an, langsam umeinander zu probieren und. Und ich habe etwas ausprobiert. Ich hätte es nicht für Möglichkeiten, dass ich das irgendwie zusammengeschissen kriege, aber irgendwie hat es doch funktioniert. Ich zeige euch jetzt das einfach einmal. Ohne lang zu labern, was Annex ist und sonst irgendwas. Wer es wissen will, geht auf annex.gg, registriert sich und probiert es aus. Ja, das Spiel ist soweit zumindest voll funktionsfähig, etc. etc. Ich zeige Ihnen nun etwas. Und die Leute, deren wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt sehen Sie was. So schaut mein Spielchen aus. Das ist ein Browser-Game. Okay? Wer die Stämme noch kennt und so, der weiß, von was ich rede. Da ist der Chat. So, wo sind wir? Ja, habe ich reingeschissen. Jeder, der einen Account hat, kann jetzt online gehen. Ob es schon eine halbe Jahr mal gesperrt ist oder nicht, scheißegal. Dann gehen wir da mal auf die Star Map. Star Map, ja, hat eigentlich nicht recht viel Sinn und Zweck gehabt. Außer die verfügbaren Planeten darzustellen. In der zweiten Runde haben wir die Planeten etwas zugeschnitten, von 5 verschiedene auf 3 verschiedene, weil es 5 nicht braucht und der Grind bis zum letzten Planeten sauber zu lang ist. So, stattdessen war unser Plan ja die 3 Planetentypen, die wir haben. Jeder Planet bringt eine neue Mechanik mit sich, die das Gameplay so ein bisschen aufbricht und dass man sich halt einfach gefreut somit, dass man einen besonderen Moment hat. Fuck yeah, ich habe jetzt die neue Kolonie und die endlich auf einen anderen Planeten. Jetzt noch ein bisschen was aufbauen und dann kann ich das tun. Irgendwas Neues. Was das Spiel verändert. Ansonsten hat dieses Star Map nicht recht viel kennen. Okay? Und ich habe einen Traum in diesem Spiel. Bloß war ich mir sicher, kriege ich nicht hin. Und jetzt pass auf. Muss ich selber schnell was schauen. Grüezi, fix, wieso ist denn da Caps Lock aktiviert? Hab die letzten Wochen schon immer wieder ein bisschen umeinander zipfet. Ja genau, das wollte ich euch nicht von Anfang an zeigen. Das auch nicht. Das auch nicht. Funktioniert das? Ja. So. Was ich euch jetzt da zeige, ist ein absoluter Prototyp. Okay? Also das ist weder richtig ins Spiel implementiert oder noch sonst was. Das ist einfach nur ein Prototyp zum Testen. Ist es möglich? Ist es technisch machbar? Fühlt es sich gut an? Macht Spaß? Und so weiter. Wir haben noch nicht einmal bei macht Spaß, weil das ist ein bisschen mehr Aufwand. So, Achtung. Das ist die neue Star Map. Okay? Wie euch schon aufgefallen sein könnte, da schaut ganz genauso aus. Herzlichen Glückwunsch. Bloß das zeigt doch, unten ist neu. Was ist das? Funktioniert später natürlich nicht so. Wie gesagt, ist ein Prototyp. Ich drücke jetzt da her. Oh, was passiert? Was ist jetzt so passiert? Jetzt ist der Planet da markiert und da schwebt irgend so ein Schifferl. Was bedeutet das? Du hast ein Raumschiff. Was ist ein Space Game ohne fucking Raumschiff? Okay? Aktuell ist es so, wenn ich Rohstoffe von meinem Erdplaneten an den Magmaplaneten schicke, dann sehe ich das nicht. Dann gehst du her, wählst in deinen Transportlisten die Kolonie auf dem anderen Planeten aus, druckst 500 Rohstoffe, schick um mich und dann läuft der behinderte Timer ab. Und wartest bis der Timer gar ist, auf der anderen Seite, auf der nächsten Seite, der Timer ist gar und auf dem anderen Planeten hast du die Rohstoffe drin. Ob die Kolonie auf einem anderen Planeten ist oder auf dem gleichen oder sonst irgendwas, macht gameplay-technisch null Unterschied, optisch null Unterschied, etc. So. Was man jetzt tun kann. Erstens mal unsere gewohnte Pop-Up-Geschichte. Ich kann da Planeten selektieren. Dann kann ich mir da die Planetenoberfläche anschauen, wie vorher. Ja, das ist alles schön und gut. Blabli blubli. Gehen wir wieder zurück aus. Mein Raumschiffchen ist aktuell im Orbit von Wuchs. Jetzt stellst du dir vor, der Button da unten, den gibt es später natürlich nicht. Ich brauche ein Raumschiff, klick drauf und ein Raumschiff ist da. Sondern es kommt ein neues Gebäude, das ist die Raumwerft. Die brauchen wir aber noch nicht. Die weiß ich, dass ich die hinkriege. Das ist kein
Orbit ohne Zucker, Alter. Weißt du, für was stelle ich mich nie da eigentlich her und erkläre irgendwas? Ich versuche einigermaßen ernsthaft irgendwas zu mir erklären, wenn im 8-Sekunden-Takt dieser Volltrottel im Chat alles kaputt macht mit 3 Wörtern. Hau einem, es ist unfassbar. Dein Hirn ist darauf getrimmt, dass wenn es irgendein Wort hört, dann rattern erst einmal 10 Sekunden 3 Gehirnzellen, die sich irgendeinen Schwachsinn dazu ausdenken, was da einfällt. Ich flipp aus mit dir! Kruzifix! So, nochmal von vorn. Prototyp. Den kleinen Button da unten zum Raumschiff erstellen und dann ist es auf Wuchs, den gibt es später natürlich nicht. Es gibt dann, wenn das da funktioniert, was ich hier vorhabe, eine Raumwerft, da drin wird das Raumschiff gebaut, dann kannst du von deiner Raumwerft in der Kolonie, schwupps, bleib, und dann bist du da in diesem Orbit von dem Planeten. So, dieses Raumschiff kannst du beladen mit Rohstoffe, mit Truppen, mit Flakmunition, mit einem Bauschiff, mit einem Extraktor, mit keine Ahnung, mit allem, was beweglich ist, innerhalb einer Kolonie. Ja? Und dann gehst du her und sagst, ja, ich muss jetzt die ganze Kacke da aber nach Metis bringen. Und dann machst du das auch aktiv. Und nicht schick und es dauert ewig. Kannst auch mal, wahrscheinlich weiterhin, oder du machst es ein bisschen schneller, du gehst in den Orbit, dann wählst du Metis, dann hast du hier unten einen Blitz. Dieses Menü ist noch nicht intuitiv, noch gar nichts. Das müsste eigentlich irgendwo da her oder da ein Knopf her oder sonst irgendwas. Wir warpen jetzt zu dem Metis-Planeten. Zack. Dum, 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 dum. Und wir befinden uns jetzt im Orbit von Metis. Und jetzt kannst du andocken auf einer freien Kolonie von dir, wo in der Raumwerft Platz ist zum Andocken. Und dann kannst du da die Rohstoffe ausladen, wenn sie Platz haben in der Zielkolonie. Oder du kannst, das schaut dann folgendermaßen aus, der mal so, als ob, ich bin jetzt da auf Metis, ich docke jetzt im Jentralrad. Warum auch immer der Jentralrad bei mir heißt. Ich habe bloß 2 Kolonien. Dann passiert folgendes. Blub, du kommst da rein und dann hast du ein Gebäude, wie da auch, wo daneben dann das Raumschiff von oben runterkommt und da dockt. Da kannst du dann draufklicken und dann kannst du das beladen, entladen, umbauen und keine Ahnung was. So! Jetzt sagst du, was und das wolltest du uns jetzt sagen? Das ist so die super tolle neue Mechanik. Nö, ist sie nicht. Es gibt nämlich, wie soll ich sagen, es fehlt ein toller Warp-Sound. Im Browser gibt es keine Sounds. Dieses System der Sternenkarte, das du da siehst, ist im Hintergrund so aufgebrochen, dass es da nicht bloß Planeten gibt, die du anwarpen kannst als Objekt im Sonnensystem, sondern später auch, es hat mal Monde gegeben, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Es wird Asteroidengürtel geben, es wird, was weiß ich, unbekannte Signaturen geben, es wird geben Stargates. Du warpst zu dem Stargate, dann kannst du das Stargate aktivieren und dann portet es dich in ein anderes Sonnensystem. Da haben wieder andere Planeten, da haben andere Asteroidengürtel mit anderen Rohstoffen etc. 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 Das ist einmal so kurz grob angerissen. Was ich euch aber eigentlich sagen wollte, ist folgendes. Der kleine lustige Button da. Wir sind jetzt gerade in Metis, auf einem Objekt im All. Und wenn ich jetzt da auf Sektor betreten, in Klammern On-Grid klicke, verlasse ich den Orbit und gehe in einen Flugsektor, wo ich mit meinem Schiff rundum fliegen kann. Mit Wegfindung. Ich kann Gegnerschiffe markieren. Da ist der Flash! Haha, schön, mit dem Flash habe ich es nämlich schon getestet. Jetzt ist die Frage, sagt der Flash mich, wenn ich da rundum fahre, live und in Live-Action? Ja, Mann. Kann ich da drauf schießen? Ja, Mann. Kann ich auch da drauf schießen? Ja, Mann. Kann ich den reparieren? Ja, Mann. Haben das
gegebenenfalls Module, so wie es in EVE Online funktionieren. Ja, Mann. Und weißt du, was wir jetzt probieren? Sprengi, du hast das Gott sei Dank erkannt. Ich bin schon begeistert. Ich habe schon ein bisschen einen kleinen Schock gekriegt, weil keiner im Chat reagiert, aber wenigstens schreibst du eine NX Realtime Strategy Update. Dankeschön. Dankeschön, wenigstens einer kennt's. Ich bin natürlich noch nicht so weit, das macht noch nichts, wenn man da drauf schießt. Das ist bloß so, wie ich mir Module vorstelle. Das da unten sind deine Schilde, deine Panzerung der Hülle, das ist deine Energiekapazität, das ist deine Geschwindigkeit. Du kannst aus diesem Sektor wieder rauswappen mit dem Punkt. Die Animation ist kacke, das ist alles nur ein Prototyp. Es geht nur darum, funktioniert es einigermaßen flüssig, richtig, ohne Probleme, wenn da mehr Leute rumfliegen. Wie groß dürfen die Sektoren sein? Wie viele Leute dürfen sie in einem Sektor aufhalten, bevor es das Lecken anfängt? Funktioniert es überhaupt? Ja, ich habe es nur mit One-on-One probiert. Was passiert, wenn da 10 Leute drin sind? Als Proof of Concept schaut es doch schon gut aus. Ihr kennt sogar den Begriff LP Dragonfly. Genau das ist der Plan. Scheiße, bei NX habe ich schon Leben bisher gehabt, jetzt habe ich dann noch weniger Leben. Herr Grantler, da kannst du mit Gift draufnehmen. Demnächst das FPS-Update NX Vanguard. Meine Idee ist, später, ja, wenn das Movement funktioniert, wie es soll, und das tut es schon einigermaßen, es hat natürlich noch Macken, es gibt einen Bewegungsmodus, der ist ein bisschen verwirrend. Du kannst den Pfeil da unten aktivieren und dann ist ein Klick in die Sternkarte, egal wohin, du hast maximal einen Klick pro Sekunde, dann fährt das Raumschiff da hin, dann kannst du aber keine Gegnerraumschiffe anklicken, weil du sonst hinfahren darfst. Den kannst du deaktivieren, das ist ein Überbleibsel von einer ganz alten Version. Einfach deaktivieren und ein Doppelklick zum Ziel bringt dich da hin, wo du hin willst. Das Schiff hat so einen Trägheitsmodifikator, das ist nicht sofort und so weiter und so fort. Es ist im Hintergrund bereits berücksichtigt, dass man dieses Schiff mit Modulen ausstatten kann, mit einem Afterburner, mit einem Micro-Warp-Drive zum schneller fliegen, mit Warp-Disruptoren, das heißt, ich markiere einen Gegner, Disruptor drauf und schon kann er nicht mehr weg aus dem System auswarpen, außer er fliegt schneller wie du aus der Reichweite und. Was wir mir jetzt ausprobieren. Planet muss sich dran drunter, übertreiben wir es einmal nicht, Salim. Das ist leider Gottes im Web gar nicht mal so leicht. Ich bin gespannt, wer wie das Konzept anfangs wieder durchschaut, Lücken findet und den ersten so hart angehört, dass instant die Tränzerei wieder anfängt. Die wird kommen, ja. Die wird kommen. Kannst Gift draufnehmen. Ich muss kurz ehrlich sein, hast die schon ein gutes Stück von Eve inspirieren lassen, ist aber nicht schlimm. Du, das ist einfach nur Eve in 2D. Da lasse ich mir überhaupt nichts nachsagen. Natürlich ist das von Eve. Das ist nicht inspiriert, das ist geklaut. Das Spielprinzip ist geklaut. Ich überlege seit Jahren, was meinst du, warum man die Tooltips da umeinander ziehen kann? Was meinst du, warum ich gleichzeitig den ganzen Scheiß hier diesen ganzen Bullshit hier aufmachen kann und kann das da so umeinander ziehen? Weißt du, was da die Grundinspiration war? Eve. Da ist genau das Gleiche. Da ist genau exakt das Gleiche. Das ist auch abgeschaut. Das habe ich nicht selber erfunden. Das ist mir aber auch vollkommen wurscht. Und das, wie soll ich sagen, meinst du, dass ich mir diese Spielmechaniken neu ausdenken? Wieso denn? Aber wenn ich hinkriege, dass ich mit meinem Schiff hier rumfliegen kann und da Live-Action PvP und PvE-Aktionen machen kann und in Asteroidengürtel einfliegen kann und da Rohstoffe abbauen kann und das nicht einfach bloß mit ja, ich gehe jetzt da in meine Kolonie, da ein halbes Jahr und in einer Stunde ist mein Lager voll. Ja, das ist super spannend. Wenn ich das aber beschleunigen kann, indem dass ich da mit meinem Raumschiff abhebe, in den Asteroidengürtel einfliege und Rohstoffe abbaue, heimfliege und die abliefert und auf dem Weg dahin von anderen Spielern angegriffen werden kann und sonst irgendwas, Bruder, dann geht hier eine neue Tür auf, ihr habt überhaupt keine Vorstellung. Ihr habt überhaupt gar keine Vorstellung. Zero. Ist Stargate ein geschützter Begriff? Wenn ich mein Spiel Stargate nenne, dann mit Sicherheit. Aber Stargate ist in erster Linie einfach als Übersetzung ein Sternentor. Dann nennen wir es halt Sterndeal. Ist mir wurscht. So. Das ist einmal das Erste.
Wie probieren wir das jetzt? Jeder, der jetzt gerade in NX eingeloggt ist und am PC sitzt, am Handy braucht es gar nicht ausprobieren, da ist nichts optimiert, da ist die Map ziemlich klar, prinzipiell funktioniert es, ihr habt aber die ganzen Buttons nicht und nichts. Jeder, der am PC sitzt und einen NX-Account gerade parat hat, geht jetzt da herum, ich erkläre euch das jetzt einmal, aufpassen jetzt, es ist wirklich nicht schwierig. Du klickst jetzt einmal da auf die Star Map, einmal hier oben. Wer keine Star Map angezeigt kriegt, drückt Steuerung F5. Okay? Weil ich vorher schon bei irgendjemandem gelesen habe, Star Map sagt er nicht. Gibt's nicht. Vielleicht sollte ich auch an. Warte, da muss ich schnell umschalten. Das geht kein was an. Ich komme auch mehr auf den Live-Server, weil sonst passt was nicht zusammen. Und da ist jetzt die Frage, ich bin mir nicht ganz sicher, was auf dem Live-Server für eine Version ist, aber ist scheißegal. So. Achtung. Bitte klicken Sie auf die Star Map. Hierhin. Das soll bei euch dann so ausschauen. Dann gehst du in die Adresszeile. Und wenn du in der Adresse oben siehst, da steht dort bla 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 nx.gg/starmap.php. Okay? Dann gehst du da hin und schreibst hier starmap3.php. Okay? So. Enter. Und dann solltest du das hier sehen. Bei dir schaut es wahrscheinlich so aus. Ich lösche jetzt mein Raumschiff mal wieder. Bei dir schaut es wahrscheinlich so aus. Dann hast du da herunten dieses Menü. Und dieser kleine grüne, dieser kleine grüne Button, zack, erstellt da ein Raumschiff. Ja, zum Testen. Das kann jetzt jeder machen. Jeder kann maximal ein Raumschiff haben. Fertig aus, Amen. Bist automatisch auf Wuchs. Entweder kannst du dann hin und her warpen oder du drückst da, und das ist das, was ich jetzt gerne ausprobieren werde, wenn da einmal mehrere rumfahren daten. Sektor betreten und dann treffen wir uns auf Wuchs. Habe ich gehofft. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, dass da auch wirklich irgendjemand kommt. Da ist der Erste. Da ist der Erste. Wer ist das? Fremder Spieler? Da glaube ich, haben mittlerweile auch mehrere. Warum fährt keiner? Einer fährt! Fahrt's einmal wild umeinander. Ja. Fahrt's umeinander. Fahrt's wild um mich rundum. Arbeiten Sie mich. Was er. Alter. Da war ein kleiner Leck drin bei ihm. Ich sehe jetzt, aus irgendeinem Grund sehe ich nicht, was das für Leute sind. Ich war doch gerade auf einem anderen Planeten, da haben doch noch Namen drin. Ist ja wurscht. Wieso auch eine Möbenkolonie unter dem Mikroskop? Ja. So, jetzt fahren wir mal. Fliegt's mir mal nach. Fliegt's mir mal alle nach. Ich bin der ich bin der ganz, ich bin ganz rechts unten. Treffen wir uns einmal ganz rechts unten. Das Grid ist momentan bloß, ich glaube, 1500 auf 1500 Pixel groß. Also nicht viel. Ja, und alle fahren wir nach. Alter, die Scheiße funktioniert anscheinend tatsächlich. Schau dir das an. Leck mich bloß am Arsch, Alter. Wenn das funktioniert, dann kriege ich einen kompletten Anfall. Das schaut jetzt für viele oder für die meisten wahrscheinlich nicht sonderlich spektakulär aus. Dass ich das mit einem Websocket hinkriege, davon träume ich seit 20 Jahren. Oh, da war ein kleiner Ruckler drin, aber das passiert noch ab und zu mit. Da erkennt das System Drifts und passt dann Position an. Habe ich noch nicht so ganz herausgefunden. Und mir schaut das so, als war das relativ flüssig. Fahrt's mir alle noch. Einfach stumpf nachfahren, damit ich ungefähr einschätzen kann, wie die Server-Performance ist. War wieder ein kleiner Ruckler drin, aber das ist, glaube ich, eher ein Systemproblem, also ein Programmierproblem, nicht ein Serverlastproblem. Schau dir das an. Die zwei haben jetzt stehen geblieben. Das ist jetzt die Frage. Das ist wie ein kleines Strategiespiel. Ich hoffe, jeder erkennt, auf was ich hinaus möchte. Und dann funktioniert das folgendermaßen.
markierst den Gegner, du schaltest ihn auf wie ein Eve, dann hast du links da deine Ziele, du markierst das Ziel und schießt drauf. Bam. Jede Waffe hat eine bestimmte Reichweiten. Jede Waffe hat eine bestimmte Reichweite. Verlierst du die Reichweite, geht das Modul aus. Du kannst schneller fliegen und so weiter. Es ist ein bisschen skill-based, weil du piloten musst. Und das schaut mir richtig flüssig an. Gut, ihr wisst jetzt natürlich alle nicht, wer ich bin, wenn ich sage, fliegt's mir alle nach. Und das, so funktioniert es auch nicht. Man sagt noch nicht gegenseitig, wenn da jemand auf einen schießt. Also man sagt den Laserstrahl und so, ich wollte da mal ausprobieren, was ist denn möglich, geht das überhaupt flüssig, dass der Laser von meinem Schiff auf das Gegnerschiff zielt und so, dass ich die Entfernung angezeigt kriege und. Wisst ihr, was ich den ganzen Sommer tun werde, meine Damen und Herren? Ist euch das, es schaut für die meisten wahrscheinlich gerade aus wie, was verstehe ich nicht, was soll das? Ich sitze gerade da und für mich geht gerade ein Traum in Erfüllung. Das sage ich dir, was es jetzt für Möglichkeiten gibt. Grenzenlos. Fucking grenzenlos. Dieses System, das ist ein Spui im Spui. Das ist ein Spiel im Spiel, meine Damen und Herren. Das wird ein richtig asozialer Batzen. Arbeit da Eve in abgespeckt, in 2D. Natürlich, das wird nicht so komplex wie in Eve, das ist ja geistesgestört, was soll das? Aber die einfache Mechanik, wie ich wirklich das Gefühl habe von, ich baue in meiner Kolonie ein verkacktes Raumschiff, schicke das in den Orbit und kann da wirklich rumfliegen und es fühlt sich an wie rumfliegen. Leck mich am Sack. Ihr habt's das ist halt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was ich auf alle Fälle noch brauche, sind saubere Logs, wie der Server ausgelassen ist. Da wuselt es gerade umeinander. Oh. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Für alle, die das Spiel kennen, die da gerade rumwuseln, die kennen mit diesen ganzen Begriffen mit Sicherheit auch was anfangen. Was stelle ich mir hier vor? Wie fügt sich das in das bestehende, sehr statische Browser-Game ein? Ich möchte nicht haben, ich sage, ihr wisst, wie es ja funktioniert. Ich habe jetzt da meine erste Kolonie, meine zweite Kolonie auf dem Magma-Planeten, die spielt sich völlig identisch. Das ist 1:1 das gleiche, bloß dass ich einen anderen Rohstoff farm. Ich gehe in mein Lager, ich möchte jetzt meine zweite Kolonie pushen. Dann gehe ich da in meinen Transport ein, trage 5 XP ein, wähle meine Kolonie auf dem anderen Planeten, drücke auf Transport senden und dann läuft da, macht Transport senden, bla. Und dann läuft Timer 1 Stunde 20 Minuten ab und das war's. Nach einer Stunde 20 Minuten sind die Rohstoffe da, tolle Geschichte. Du sägst den Transporter nicht von Planet zu Planet fliegen. Das ist mal das Erste. Das ist das Nächste, was man in diese Star Map noch einbauen könnte. Wenn man rauswarpt, dass man da die Transporter vielleicht da hin und her fliegen sägt und so. Das soll möglicherweise auch nach wie vor noch funktionieren, dass du einen Transporter zur anderen Kolonie schickst, aber es dauert eine Stunde oder 2. Oder du steigst in dein verkacktes Raumschiff, pilotst das mit die Rohstoffe und fliegst aktiv zu dem Planeten, zu deiner Zielkolonie und lieferst die Rohstoffe ab. Ist gleich ganz was anderes. Ist komplett was anderes. Und das Risiko dabei, du kannst von anderen Spielern aufgeschaltet, tackelt und zerstört werden. Und alles, was drin ist, ist weg. Geiler wird's nicht. Geiler wird's nicht. Geiler wird's nicht, wenn das hinhaut. Ich meine, das ist jetzt nur das Grundfundament der Bewegung. Okay? Das ist das Fundament, das muss funktionieren. Das muss performant sein, das muss sicher funktionieren. Das hat jetzt viel besser funktioniert, wie ich mir das jemals erhofft hätte. Aber da war wieder ein kurzer Drift. Hast du es gesehen? Wenn ich unterwegs bin und klicke dann irgendwo hin, um meinen Kurs zum... Ja, da war wieder ein kleiner Drift drin. Da bin ich gerade dabei, das irgendwie zu korrigieren. Das funktioniert noch nicht so 100%ig. Was auch immer das ist, da komme ich momentan noch nicht drauf. Ich brauche saubere Debug-Logs und so weiter und so fort, Serverauslastungslogs und so weiter. Wenn das Fundament steht, also im Prinzip ist es nichts anderes wie eine Engine, die ich da zusammenbaue.
dass man dann Objekte im All, andere Schiffe, NPC-Schiffe, Asteroidenbrocken anklicken kann, aufschalten kann und mit meinen Module, die ich in mein Raumschiff reinbaue, dann manipulieren kann. Drauf schießen kann, das macht Schaden. Ich kann einen Webber drauf tun, dann fliegst 50% langsamer. Ich kann die tackeln, dann kannst du nicht rauswarpen, also nicht so machen. Zack, Sektor verlassen, da verlässt du den Sektor nicht mehr. Entweder du bringst den Punkt irgendwie los, also den Tackle irgendwie los, oder du stirbst. Und lauter so Zeit. Was wir jetzt machen, alle, die wir da nachfliegen, wir treffen uns jetzt auf Antares. Zack, wir warten nach Antares und treffen uns da on Grid und haben uns einen Shell ein. Der langsame Safe-Weg oder der schnelle Risikoweg. Herr Grantelbart, Sie haben es erfasst. Und wie schnell wird man dann von der Oberfläche in den Orbit kommen? Von der Oberfläche in den Orbit. Jetzt Schiff hat zig Werte und auf das wollte ich jetzt gerade hinaus. Da geht es jetzt um die Bewegung und so. Ja? Das muss richtig gut funktionieren, denn später kommen da 5000 Sachen dazu. Was passiert denn mit der Performance, wenn auf einmal 5 Leute gegen 5 Leute kämpfen und da jeder schießt und keine Ahnung was? Das muss der Server alles irgendwie der Backer kennen. Sollte aber möglich sein. Und ein Warp-Out, ich nenne es jetzt einfach einmal so, also der Warp-Out von Grid in den Orbit dauert, je nach wie du dein Schiff zusammenbaust. Du kannst dann da Module einbauen und dann brauchst du entweder 5 Sekunden zum Rauswarpen oder 15. Wenn dein Schiff ein fettes Schlachtschiff ist und du fette Panzerplatten hast und keine Ahnung was für ein Kack, dann kann es sein, dass du 30 Sekunden brauchst, bis du da rauskommst. Und du drückst halt dann auf Warp-Out, das schaut jetzt halt nur ultra kacke aus alles, aber damit du das Prinzip verstehst, ich drücke jetzt auf Warp-Out und siehst du aktuell das Fenster und den Prozentbalken, das geht fast sofort. Aber später soll es so sein, dass dann jeder im Umkreis sehen kann, dieses Schiff initiiert einen Warp-Out mit irgendeinem Effekt oder sonst irgendwas. Und das dauert x Sekunden. Das weiß der Gegner nicht, wie lange das dauert, aber du selber siehst dann einen Balken. Wenn der Balken voll ist, wupp, weg. Wenn du einen Punkt im der Goschen hast, dann kannst du nicht rauswarpen. Dann bist du gefesselt auf diesem Grid. Dann kann dich der Gegner entweder töten oder du fliegst ihm weg oder holst deine Freunde zur Hilfe. Scheiße, im Antares-Sektor bin ich tackelt, irgendwo linksum, keine Ahnung, können wir mal kommen, Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, das macht so viele Türen auf, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich weiß, wir haben vor einem halben Jahr, wo wir das letzte Mal, nicht ganz ein halbes Jahr, aber so vor einigen Monaten, wo ich über die Neuerungen in NX gesprochen habe, ganz andere Dinge besprochen. Ganz andere. Ich sag's jetzt, wie es ist, das tut mir leid, ist mir scheißegal. Auf das da habe ich gerade so hart Bock, dass ich hoffe, dass ich es irgendwie geschissen kriege, dass ich das ins Spiel integriert kriege. Das war der absolute Wahnsinn. Wäre cool, wenn man seine Schiffe personalisieren könnte mit Namen und Farben. Ich weiß. Das ist prädestiniert für Skins, meine Damen und Herren. Prädestiniert. Kann man dann auch im eigenen Netzwerk in der Oberfläche eine Invoice-Taktik besprechen? Jeder hat einen Discord-Server, ja, natürlich kennst du das. Aber einen Voice-Server lasse ich nicht über den Server laufen. Das ist kostfrei Dings. Dann wahrscheinlich geh, aber ja. Andere Sache noch, du hast mich nach Ideen für die Extraktoren gefragt. Hast du dir meine Ideen-Map im NX-Schmerz schon angeschaut? Ich weiß nichts von einer Ideen-Map. Post die nochmal. Post nochmal. Skins heißt Cash-Button incoming. Na, nicht zwangsweise. Nicht zwangsweise. Es kommt ganz drauf an, wo. Nein, nicht. Ich hab's von Anfang an versprochen. Es gibt keine bezahlbare. Ja, wobei, es gibt keine. Das ist eine gute Idee. Es verlockt natürlich den Entwickler dazu. Braucht man nicht diskutieren. Brauchen wir nicht diskutieren. Ich bin aber ein großer Fan davon, dass man sein Schiff natürlich unterschiedlich ausschauen lassen kann. Du sollst ja optisch erkennen, was für eine Art Schiff das ist. Fuck, ist das ein Tackler? Ist das ein Industrieschiff? Ist das gefährlich? Ist das ein Schlachtschiff? Ist das das? Was hat er für Module drauf oder sonst irgendwas? Scheiß auf bezahlbare Skins. Und ich glaube, da lerne ich mich jetzt aus dem Fenster. Wenn ich bezahlbare Skins anbieten würde, glaube ich, wäre mir keiner bitteren böse. Wäre so, oder? Du musst es ja nicht kaufen. Du schaust dir dann anders aus, du kriegst keine Vorteile. Wird es nicht geben. Du kannst dir keine Ingame-Vorteile kaufen. Gibt es nicht und das habe ich versprochen und es wird es auch nicht geben. Und Werbung wird es auch nicht geben. Dafür baue ich halt so Sachen ein wie Skins. Für Kolonien, für Truppen, für Schiffe. Das kommt irgendwann. Das ist aber, solange es nicht richtig funktioniert und nicht fertig ist aus meiner Sicht,
Ich werd mich nicht hersitzen und das Space nicht einmal halb fertig. Ja, aber Skins gibt's jetzt nicht. Was soll das? Gibt's dann auch einen Ableger in der Unreal Engine, wo man auf dem Planeten um Rohstoffe kämpfen kann? Wir werden sehen. Wie gesagt, mit dem Ding da. Ja, wir haben ja gesagt, wir treffen uns auf Antares. Schauen wir mal, ob es die Leute hingekriegt haben. Ich bin da auf Antares! Ihr habt es anscheinend auch geschafft. Bedienung und Steuerung und Buttons sind nur unintuitiv wie Gackewürstel. Ja, also der Warp-Button da unten und dieser Bewegungsmodus da, das glaube ich, Sachen, die braucht kein Mensch nicht. Die haben wirklich bloß zu Testzwecken da. Da sehe ich jetzt auf einmal, wer die Leute sind. Bayernbur, Odins Rabe, der Aare, das ist übrigens der NPC. Ja, du kannst mir Gift aufnehmen, dass die NPCs auch miteinander fahren und der Bayernbur. Dann brauchen wir noch ein Overview wie in Eve, dass ich sehe, so ich mache da nicht jetzt mal einzeln durchklicken, was ist da los. Das ist eine Listen mit alle sämtlichen Objekte, die im Grid, im Umkreis von, keine Ahnung, wie breit ist denn der Grid eigentlich? Wie viele Kilometer sind denn das? Flieg einmal schneller da, das scheiß Raumschiff ist langsam wie Kackmist. Wie viele Kilometer sind das? 50. Dann gehört nur ein Renderer einbaut, der nur Objekte rendert im Umkreis von 100 Kilometer oder so, um Performance zum Sparen. Leute, ich sag's, wie es ist, so wie das gerade ausschaut, kann das tatsächlich hinkriegen. Das wird aber ein richtig beschissener, richtiger Haufen Arbeit. Aber auf den ich Bock hab. Sehr krass Bock hab sogar. Danke fürs Ausprobieren. Es scheint wirklich relativ flüssig zu laufen. Ich kriege einen kompletten Voll. Leute, das will man hinkriegen, dann wird's narrisch. Dann haben wir ein Spiel im Spiel. Das ist eine persistente MMO-Welt. Wenn ich die persistente Welt, wenn du ein Schiff zerstörst, dann wird es zu einem Wrack. Ein Wrack kannst du looten, ein Wrack kannst du salvagen, ein Wrack kannst du zerstören. Du kannst deinen Gegner in Space anhandeln, kannst Rohstoffe tauschen, kannst... Es gibt Dockingstationen im All, wo du dein Raumschiff vom Grid runterkriegst. Es gibt, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Aber in erster Linie ganz klar anfangen, ganz simpel anfangen. Movement passt. Es gibt ein paar Module zum Schiff fitten. So die nötigsten Sachen, Waffen, Schilde, Panzerung, Cargo, also Frachtraum zum Zeug von A nach B bringen und das muss richtig gut funktionieren. Und das Fundament muss so konstruiert sein, dass das im Prinzip wirklich wie eine Engine ist. Ich mache ein neues Modul. Das Modul sorgt dafür, wenn das auf dir drauf ist, du kannst nicht rauswappen, du wirst langsamer, du wirst schneller, ich zuzel dir dein Capacitor aus, egal was. Kriegen wir. Servus, Birger Roberts, reden wir in 13 Jahren wieder. Dieses Universum da drin kriege ich schneller persistent als Star Citizen. Das garantiere ich dir. Nicht den ganzen Urlaub dafür opfern, das ist für mich Urlaub. Wenn ich Bock drauf habe, dann ist es für mich Urlaub. Wir fliegen da eigentlich umeinander, der Bayernbur, da, hier kriegst du den. Bzzzt. Was haben wir noch? Ich habe da ein paar so lustige Effekte einfach bloß ausprobiert, wie man das dann darstellen kann. Wenn ich jetzt auf den Bayernbur da schieße, er sagt das noch nicht. Das ist noch nicht drin. Also das geht auch nicht. Also das geht dann schon, aber so weit bin ich noch nicht. Erst muss das Fundament passen. Und mir hat einfach interessiert, ob ich da Raumschiffe rumfliegen lassen kann in Echtzeit. Und ich kann's. Das ist alles, was ich euch sagen wollte. Und ich hoffe, euch ist das Ausmaß bekannt, was das für Möglichkeiten bietet. Und wir müssen es in Ruhe in das bestehende, sehr statische Browser-Game integrieren und dann Stickerl für Stickerl erweitern. Dass diese beiden Dinge einfach schön zusammenspielen. Es wird dann auch neue Resis geben, also neue Rohstoffe oder Items und so weiter geben, die man im All und nur im All findet, die man vielleicht dann auch wieder zum Bauteil bauen braucht und so weiter. Es wird richtig irre, meine Damen und Herren. Das wird richtig irre und das ist die geilste Scheiße, die ich seit langem gemacht habe. Egal, ob das jetzt hier, da lobe ich mich jetzt ausnahmsweise mal selber. Da lobe ich mich ausnahmsweise mal selber. So schaut's aus. Das tue ich nie. Aber da, dass ich das hinkriege, da warte ich seit 20 Jahren drauf. Weiter geht's. Kann man nur ein Raumschiff haben oder mehrere? Leoflix, das ist eine Detailfrage, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich aber mehrere. Dass es weiterhin Sinn macht, dass man in jeder seiner 10 Kolonien, 20 Kolonien am Schluss, wo ich irgendwann hin möchte,
ein eigenes Raumschiff konstruieren kann und vor allem unterschiedliche Raumschiffe gleichzeitig hat. Dass es einen Sinn macht, dass man mehrere Raumwerften hat. Aber du kannst nur ein Raumschiff gleichzeitig im All haben. Das heißt, wenn du mit einem Raumschiff in den Orbit abhebst, hast du keinen Zugriff mehr auf deine Kolonie. Du kannst deine Kolonie nicht mehr steuern. Du musst erst zurück auf irgendeinen Planeten und dann kannst du wieder mit deiner Kolonie umeinander werken. Das ist so mal mein erster Grundgedanke, so um das richtig zu fühlen. Ich heb jetzt da mit meinem Raumschiff ab, dann kann ich nicht da meine Kolonie umeinander kommandieren, sondern ich muss erst wieder irgendwo mein Raumschiff zurückbringen, andocken und dann bin ich auf der Kolonie. Und ich kann nie mehr wie ein Spieler, kann nie mehr wie ein Raumschiff gleichzeitig irgendwo rumfliegen lassen. Wenn du eine Milliarde zu verpulvern hast, kriegst du da gar nichts geschissen. Was nochmal? Wenn du eine Milliarde zu verpulvern hast, kriegst du da gar nichts geschissen. Das stimmt. Wenn ich 4000 Leute gestellt habe, dann kriege ich wirklich auch gar nichts geschissen. Ich feiere, es geht in die Richtung, die ich generell gern spiele. Also ich meine, der James, ich meine, du kennst Eve. Eve ist halt 3D. Und ultra komplex, brauchen wir nicht. Ich werde nicht hergehen und jetzt einzelne Module, das ist eine sicher eine Litanei an Werten und Berücksichtigungen. Einfach eine abgespeckte Version von den grundlegenden Spielmechaniken in Eve auf 2D gebracht. Da bin ich übrigens auch nicht der Einzige, der jetzt dort. Es gibt genügend Steam Space Games, die auch schon top-down sind, die funktionieren wie Eve, haben dieselben, also alles ist doch gleich, genau wie bei mir auch. Es gibt Schilde, es gibt Panzerung, es gibt Hülle, es gibt Resistenzen, es gibt 3 Schadenstypen, es gibt verschiedene Module, je nachdem kannst du so und so viele Module in High-Slot, Mid-Slot, Low-Slot einbasteln und ein ganz individuelles Raumschiff zusammenbauen und es gibt keine Meta. Und wieso sollte ich das neu erfinden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber in das Spiel integrieren, das ich bereits hier stehen habe und dann das Fundament zusammenklauen, das sage ich auch, wie es ist, und den Rest, der zum Spiel passt, zum ganzen Spiel passt, selber immer wieder Stickerl für Stickerl für Stickerl für Stickerl weiterentwickeln. Aber wichtig ist, dass das funktioniert und ansonsten muss man sich vielleicht Sektorbeschränkungen einfallen lassen, dass da maximal 20 Leute in einem Sektor sein dürfen oder 50 oder sonst was. Oder man überlegt sich mal, wie könnte man denn, in Eve ist ja auch so, sobald da 100 Leute gegen 100 Leute kämpfen, da läuft nichts mehr flüssig. Das kannst du vergessen. Da ist dann ein Servertick nicht auf eine Sekunde oder eine halbe Sekunde, sondern teilweise auf eine Minuten. Das heißt, du gibst einen Befehl und der Befehl kommt in eine Minuten an. Das macht halt auch keinen Spaß. Und da muss man sich irgendwas ausdenken. Schauen wir mal, dass man die Leute irgendwie auseinanderzieht oder wenn da große Kriege ausbrechen. Was ich auch schon überlegt habe, ist, dass man irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe 1000 Gedanken im Schädel zu diesem Thema, aber dass das so funktioniert, wie ich es gerade gesehen habe, mit mehr als bloß einer anderen Person. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Testen. Oder man macht's wie in Star Citizen mit einem Replication Layer. Ja, das ist aber nicht so einfach, weil wenn Leute miteinander spielen wollen und sie finden sie nicht, dann denken sie sich entweder Space kaputt. Ich kann am 0815 Bert nicht erklären, was ein anderer Layer ist. Oder ein Sektor-Layer ist. Das kann ich ihm nicht erklären. Der Herbert schreibt, bist deppert, bist du heute lang da, kommst vom Training und streamt er noch. Ja, ich habe noch wieder mal was über Annex gelernt. Das kann sein, dass dann die Streams manchmal bis um 11 gehen. Eine Minute Verzögerung ist normal im All. Der Flo schreibt, ich bin über 5 Minuten jetzt dazugekommen und habe in Nachschau-Squad eine. Kurze Frage noch, kommt mal wieder eine Bond-Action oder ist das soweit beendet? Warum ist das, heute hat das angefangen so mit, was ist eigentlich mit James Bond? Das habe ich schon vor 3 Wochen aufgehört. Wenn ich nach 6 Stunden nicht in der Story angefixt bin und nicht mal weiß, um was das geht, das Spiel ist nicht schlecht, das habe ich nicht gesagt, aber die Story ist absolut langweilig. Und ich mag nicht 6, 7 Stunden in ein Spiel reinzocken, bis dann irgendwann mal das Spiel gut wird. Deswegen habe ich gesagt, weißt du was, weg damit. Jetzt machst du erstmal das eine und dann das nächste. Herr Reich Miese, exakt. Alles klar, das Ding macht Spaß zum Machen, da habe ich gerade fett Bock drauf. Und wenn das Einzige, was ich zusammenkriege, bis zur nächsten Runde, bis ich sage, so, jetzt machen wir, dann ist es mir auch wurscht. Dann ist es so. Wenn man da Basis, ich bin nach wie vor immer noch alleine beim Umeinander programmieren. Das bleibt auch so. Ich mag nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ich sag's, wie es ist. Wenn ich es nicht selber hinkriege, dann interessiert es mich nicht. So. Ja, naja, Schlafechse wird ausgeführt. Bis in Micke. Jetzt Zitzelsberger. Hauen Sie rein. Löwenmann. Also Birger, am Handy habe ich das nicht auf der Sternkarte. Hast du mir zugehört?
Löwenmann. Weißt du jetzt, warum ich 31 Minuten lang deine Donation ignoriert habe und einfach gelabert habe, vor lauter Euphorie? Mobile funktioniert noch nicht. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob Mobile funktioniert, da habe ich es noch nicht getestet. Da hast du die Buttons nicht, du hast den Warp-Button nicht, da siehst du gar nichts, glaube ich. Und Map, glaube ich, zirkt sich so winzig zusammen. Ich glaube, du kannst rumfahren, wenn du auf den Grid überhaupt kommst. Du kannst am Handy nichts tun, es gibt keine Steuerungsbuttons und nichts. Das wird erstmal für den PC hergerichtet und dann bauen wir es auf Mobile um. Was heißt Mobile um? Ich passe auf Mobile an. Das wird sowieso gefällt. Scheiß Mobile-Dreck. Wird brutal geil, alles gut, gute Nacht, Leil und danke Birger. Danke für was, Alter. Herr Kalber, ich sag mehr fürs Zuschauen, haben sie rein. Mobile Games. Ja, aber da werde ich nicht drum rumgehen, wenn ich will, dass vielleicht irgendwann das Spiel irgendwann einmal aus der Community ausbricht, dann muss ich es für Mobile zugänglich machen. Wer sich dann beschwert, dass die Steuerung aber scheiße ist, ja, dann muss ich sagen, hock dir am PC. Am Handy kannst du rumfahren, ja, hab's schon rausgefallen. Ah, okay. Entschuldigung, dass ich die so lange wegignoriert habe, das war übrigens keine Absicht. Mobile bitte mit Gyrosteuerung wie so ein Murmel im All. Das ist vielleicht gerade eine ganz grundlegende Frage, wie man die Steuerung macht. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich klicke irgendwo ins All, wie bei einem Strategiespiel, dann ist da so eine Linie und das Raumschiff fährt hin. Während es am Fahren ist, kann ich die Richtung wechseln, frühestens nach einer Sekunde, dann dreht es ein bisschen und fährt da hin. Später soll es so sein, je nach Trägheit und Wendigkeit des Schiffes und nach dem Gewicht, soll das eine Zeit dauern. Ja, das Schiff braucht ein wenig zum Beschleunigen bis zum Max-Speed und kurz bevor es ankommt, das fährt dann nicht mit 1000 Meter pro Sekunde auf den Punkt und bleibt dann stehen, sondern das fängt dann auch wieder an, ein bisschen auszubremsen. So. Das ist Steuerungskonzept 1. Ich klicke irgendwo hin, Schiff fährt hin, fertig. Steuerungskonzept 2 wäre, so wie es in Eve eigentlich auch funktioniert. Du klickst in eine Richtung, so wie jetzt auch, damit gibst du dem Schiff bloß eine Richtung vor. Und drückst dann auf, gib Gas. Und dann dreht sich das Schiff physikalisch richtig in diese Richtung und je nachdem, wie schnell das ist und träge das es ist und Schub hat und keine Ahnung, fahrt's langsam in die Richtung. Und wenn du die Richtung nicht änderst und den Antrieb, die Geschwindigkeit nicht drosselst, fliegt es immer weiter. Bis es irgendwo anfliegt oder irgendwo ist. Und du 5 Stunden brauchst, bis du wieder heimkommst. So soll jetzt eigentlich funktionieren, aber das ist ganz furchtbar schwierig zum Programmieren. Ganz furchtbar schwierig. Das mit der Physik und den ganzen Scheiß, da bin ich nicht so der Hit. Und ja. Ich baue meinen 27 iMac auf Tablet um. Na, das tust du nicht. Den 27 Zoller iMac, auf dem kannst du es ja gut spielen. Hoffe ich. Hoffe ich. Aber das war leck. Ich hab gerade Geburtstag. Ich sag's, was ist. Davon träume ich, dass das in einem Browser möglich ist. Und ich frage mich, kennt ihr Slither.io und so? Ich frage mich schon so lange, wie das technisch gemacht ist. Wann Steam-Page? Wenn wir fertig sind. 2035. Das da, dieses Weltall-Ding, das könnte der Schlüssel sein, um das Gameplay so weit aufrecht und interessant zu halten, dass fast scheißegal ist, was wir mir mit den 3 Planeten machen. Da ist ein Grundgerüst da, Browser-Game mit Gebäude und Bases bauen und keine Ahnung und im All oben gingen Kriege ab und keine Ahnung was. Für Camper sollte Raketentreibstoff nicht endlos sein. Gatecamps wird es geben, gibt es in Eve auch. Gibt Mittel und Wege, wenn man Gatecamps sprengt, indem dass man zu 5 3 warpt anstatt zu allein. etc. ist alles mit. Da wird's Gejammer riesig. Da werde ich aber auch nichts dagegen tun. Im All gelten keine Regeln. Im All hört dich niemand jammern. Mach dumme Scheiße und du stirbst, dein Pech. Mach keine dumme Scheiße und grill jemand anderen. Du musst auch nicht jeden umbringen. Musst du auch nicht. Du kannst, aber du musst nicht. Für Camper sollte Raketentreibstoff nicht endlos sein. Ich bin natürlich am Überlegen, ob es Sinn macht, dass man Treibstoff einführt, dass zumindest Warp-Sprünge Treibstoff kosten. Zum Beispiel kostet ein Warp von Planet zu Planet einen Wasserstoff. Zum Beispiel. Oder du musst eine gewisse Menge an Fermium mitnehmen, also den blauen Grundrohstoff, und den brauchst du zum Umeinanderfahren. Und wenn der leer ist, dann bist du gefickt. Dann kannst du entweder auf den Selbstzerstörungsbutton drücken, oder du rufst einen Spezi von dir an, und sagst, hey, flieg mal da, ich bin im Sektor, keine Ahnung wo am Arsch der Welt, bring mir Treibstoff vorbei, komm noch mal heim. Das war so geil. Das ist eine Förderung der Interaktion untereinander der Spieler Level 9000.
Da brauche ich ums Browser-Game, was auf die Planeten abgeht, überhaupt nicht mehr nachdenken. Da spielst du ja ganz eigene Welt ab. NX ADAC. Ja, genau. Ja, muss einen ADAC anrufen. Ja, oder vielleicht kann man sich gegen Rohstoffbezahlung oder sonst irgendwas einen NPC herholen, der da Treibstoff daneben hindroppt. Keine Ahnung, man kann sich... grenzenloser Shit. Grenzenlos. Das kann richtig gut werden oder ein riesengroßer Haufen Scheiß. Das kann natürlich auch was sein, aber wir werden sehen. Damit man nicht gleich zerstört werden kann, wäre sowas wie ein Aufklärungsgerät gut. Das nennt man ein EFD-Scan. Da kannst du in eine Richtung scannen und dann hast du ein Scannergebnis und siehst, was in diese Richtung so ist. Wird kommen. So, Leute, ich bin schlafen gehen. Alles Gute. Callboy, merci dir fürs Zuschauen, merci fürs Lob und schauen uns, dass jetzt ins Bett gehen. Ich gehe jetzt ins Bett, das ist 10 nach 11. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es da was Neues zu testen gibt, die nächsten 3 Wochen noch irgendwie, dann probieren wir das nach die Streams nochmal. Conscript war ein gutes Spiel, war richtig gut, das spielen wir nächste Woche auf alle Fälle nochmal. Am Mittwoch spielen wir die letzte Runde Mecha Chameleon, natürlich als Community-Zock. Ob der Flash noch mal mit tut, das habe ich noch nicht gefragt, aber er wird schon ja sagen, was der denn sonst. Und dann der die sagen, sehen wir mir unseren Mika um 20 Uhr. Und wenn es Updates zu NX gibt, dann lasst es euch wissen. Ja. Fliegst mit Uberschall. Geil wie für heute mal. Respekt nochmal, Triple F, gute Nacht. Havlo, merci dir, ebenfalls gute Nacht. Ja, dann schleichen wir uns. Geil. Ihr habt keine Vorstellung, was mir das gerade bedeutet. Ihr habt keine Vorstellung, wie lange ich auf den Moment gewartet habe in meinem Leben. Holy shit. Holy shit, hab ich Bock auf den Kack, aber das wird eine Zeit dauern. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. So, jetzt schleicht euch davon. Übrigens, die StarMap 3.php, die ist dauerhaft verfügbar. Jeder, der im Spiel irgendwann einmal war, kann sich einloggen. Einfach oben in der Adresszeile anstatt starmap.php, starmap3.php eingeben und dann kannst du dein Raumschiff erstellen und da ein bisschen umeinander probieren. Jederzeit und so weiter und so fort. Und nun schleichen sie sich davon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen, Abo nicht vergessen, schöne Grüße an den Nachschau-Squad, Triple F für die Moderatoren, Hashtag Schetrapse, beziehungsweise ich bin eher dafür, was haben wir heute? Sacre Blät. Ist das wirklich... was ist das? Danke für Donations, danke für die neuen Mitgliedschaften, danke für die Resubs, danke für fucking everything. Kuss auf die Nuss, wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr, nicht schleicht euch. Ha! Muss klar, ich glaube, 3 schön Bett, die rasiert mich wieder. Und jetzt schleicht euch, okay.